So. Wahrscheinlich habe ich wieder die Hälfte vergessen. Weil ich wieder nur im Chat drin umeinander hau. So, geht jetzt da was? Geht da was? Geht da was? Geht da was? Geht da nix? Geht da schon was? Geht da schon was? Ich weiß nicht. Dann. Es ist, was massiv auffällig ist. Was massiv auffällig ist, dass fast, dass ich hab das Gefühl, entweder beteiligen sich bloß die Frauen, die Mädels im Chat vorher, oder der Frauenanteil im Chat ist wirklich massiv verheer wie die Männer. Das ist dann wieder der Teil, den ich nicht verstehen kann ganz. Aber das ist nicht so schlimm. So, jetzt trinken wir erst einmal. Momental. Das ist ein schmaler Grad zwischen Inhalieren und Trinken. So ist das Saufen, nicht Schnupfen! Habe ich Dritteli miteinander an diesem wunderschönen Montag. 20 Uhr 1 mittlerweile. War ich spät dran? Sag das mal, wie es ist. Wenn ich so mache, dann wackelt alles. Gefällt mir. Da kommt ein easy Earthquake incoming. Pass auf, so. Ich hab da mein neues Handy, deins ist kaputt. Grüß Gott beieinander. Wie geht's euch? Mir geht's eigentlich gut. Der Urlaub ist vorbei. Der kurze, der Minimalurlaub ist vorbei. Das ist das Einzige, was mir nicht ganz so gut gefällt. Aber sonst zum Standardprozedere. Habe die Ehre an. Den Herrn Kauner, den Herrn Hill, den Herrn Camouflage, den Gangrene Leader, den Gustav, die Michaela, die Frau Hill, die Silvi, den Hermann, den Stripolaus, den Kiliosa, die Frau Sieber, den Lucky, den Flo, die Frau Tütensee. Der wird nie langweilig. Es tut mir leid, vielleicht erreicht es irgendwann deinen Freundeskreis. Ich bin ein Rasensprenger. Flori! Du ist er ja! Du Isa, ja, die. Flori, vergeht's gut. Gibt's ihm erst mal im 5, damit er sein Maul hält, so quasi. Dann haben wir die Steffi, den Ulhard, den Tomi, den Flo. Nochmal, ich glaube, das war zum 3. Mal der Flo. Alles egal. 66 Kolbi, die Caroline, die Seli, die Selina, die Laxer, den Laxer, das weiß ich nicht, die Frau Kerndl, den Smurf und alle anderen Mods. Dann haben wir den Nightbot, der wahrscheinlich halt wieder Korn auswirft, wenn ihr, ist ja wurscht. Die Sabrina, den Martin, den Luder King, den Axel, den David, die Selina, den Frau Hill. Beim Schullevel, Alter. Beim Schullevel. So, und jetzt ist der Moment, wo ich normalerweise einen Chat aber nicht lesen kann. Hier steht! Habe ich dir an alle Bürger, wie war der Tag, sag was. Wie war mein Tag? Der war eigentlich gut. Es war mein erster Tag nach dem Urlaub. Der erste Tag nach dem Chef seinem Urlaub. Der war 3 Wochen nicht da, ich war 1 Woche nicht da. War ganz okay. Erst einmal in die Arbeit gekommen, 3 Kaffees saufen, schmerzen, was so los war. Dann Verbackeltisch zusammenbauen. Dann, was dann? Dann habe ich noch mal recht viel zum Durchcoach, ich habe keine Zeit mehr gehabt, bin ich heimgegangen. Dann habe ich erst einmal an einem neuen How-To gewerkelt, das ich aufgenommen habe heute und auch schon geschnipselt habe und so weiter. Also geschnitten nicht, sondern den Ton geschnipselt habe. Herr Jodel! Haut Dritteli! Vergesst für den Zwickel, Leute. Und, dann habe ich mir noch Stranger Things Staffel 2, ja, ich weiß, ich bin hinten drauf, fertig angeschaut. Wenn wir mir daheim fertig sind, mache ich mit Staffel 3 weiter. Falls jemand Stranger Things angeschaut hat, Schnauze halten. Wer mich spoilert, fliegt aussehen. Was ist denn los mit dir? Herr Grantler, das darf ich gern hören. Das entscheidet dann schon ich, ob du der Grantler bist oder nicht. Aber bis dahin erst einmal. Na, der Fünfe ist für einen Wecker, der ist den nicht a Minuten zu spät Kims. Die Hashtag-Bürger an die Na, Macht. seien wir mal lieber froh, dass wir nicht an der Macht sind. An den Herrn Grantler nochmal. Habe ich Dritt im Vollbier-Squad und herzlichen Dank für deine Mitgliedschaft. Chat, ihr wisst, was das heißt. Dass ich das immer noch sagen muss. Ah ja, da schon. Die Frau Vaping habe ich, die weiß das schon. Der Tutu-Tobi weiß das. Habe ich dir ja wieder gesagt. Ich weiß nicht, glaube ich, man da aber mich, nicht den Grantler, aber wer weiß das schon. Ab in den Chat, habe ich Dritt Mr. Grantler. Ja, der Martin weiß das, der Vollbier-Martin und so weiter. So, ja, wie sie schon 6 im Titel, falls irgendjemand sich den Titel anschaut, was ich nicht glaube. Auf Twitch schreibe ich das aber nicht. Erstmal auch nochmal Special Greets an die Twitch-Menschen. Sind 35 Was ist denn los mit dir? Das ist der erste Mitglied, wenn alle Mitglied. Ja, Eda! Ja, ich
Gotteli! Vergeht's Gotteli für deine Mitgliedschafteli im Vollbiers Gotteli! Merci dir! Und ja, Chat eskalieren, das hilft sowieso nicht. Aber müsst ihr jeder! Ist ja gut. Herr Geibüffel, liebe Grüß und natürlich an den Bier gesagt. Kinder, sieht gut schaust du aus. Heute schon gespielt? Na, am Wochenende. Aber sag's keinem. Moment, muss ich mich wieder einloggen, kann ich wieder nichts lesen. Herr Urlaub! Herr Urlaub, Titterli! Vergeht's Grotteli im Vollbiers Grotteli! Merci für eure Mitgliedschaft, ist ja gut jetzt, Kinder. Haben wir's jetzt. Da wenn der Erste einen Mitgliedsbutton findet, dann kommen 80 andere. Oh, Herr wieder Grimmer! Ja, ist ja gut jetzt. Leid. Meinst du, ob's noch ein Bier gibt? Fräulein, meinst du, ob's noch ein Bier gibt? Du bist ein Klebestift. Danke, danke Leid. Ist gut jetzt. Ja, mein Chat hängt schon wieder vor lauter Geldschmeißerei. Ist gut jetzt. Ja? So. Weil ich weiß gerade beim Vorbeifliegen gelesen habe, gibt's einen Babyelefant. Der war letzte Maschine, warte mal. Keine Ahnung. Wenn man mal so drüber nachdenkt, zurückblicken in die letzten 2 Jahre, dann mag ich mir behaupten, uns ist schon ziemlich viel Scheiße eingefallen. Das ist es nicht. Servus Birger, Gustav, Blödschmerz lauschen. Ja. Das denn sonst? Sagst du es, vergeht's für den Zwickel. Wo waren wir? So, jetzt pass auf. Der Herr Bastjo kommt jetzt auch noch schnell, der Herr Oberlandler. Nein, ich darf sich gern was verzeihen. Am Bastjo sein Ding. Eine 3-Zeilen-Nachrichten, die werden halt einfach manchmal nicht angezeigt, deswegen lese ich es einfach so vor. Lieber Chris und natürlich Herr Birger, sein Gesicht, gut schaust du aus, heute schon gespielt. Ich mag dein Rosenkohl im Frontschild. Was? Hat Apps Holzhackigs. Du müsstest weniger in Rätseln sprechen, dann da ich einigermaßen wissen, von was das schmeißt. Ich glaube, du meinst mein Board, bin ich ganz sicher. Du musst nicht wachsen lassen. Der Bastjo schreibt, merci. Habe dort gestern hat mich in der Fußgängerzone eine gefragt, was ich vom Neuen Testament halt. Was ich vom Neuen Testament halt. In der linken ein Zaunlatten und in der rechten ein Kanister Benzin. Ich hab dann gesagt, ganz nett, aber die Sachen hast du ausgefallen. Ich glaube, das war nicht das, was er gemeint hat. Ja, aber gibt's von mir beide Daumen hoch. Los mit dir. Ist ja gut jetzt, Leute! Nico, vergeht's gut! Herr Nicoli, vergeht's Grotteli für die Mitgliedschafteli in der Vollbiers Grotteli. Du musst kurz nach dem Urlaub, da fährt man gerne nach Italien und musst immer den hier. Scusi, 5 Minuten Schokolade bei bene, fuck you! Der Italiener hat die geilsten. Stimmt nicht, Österreicher haben die geilsten. Nach uns. Und dann kommen die. Ja, dann kommen die Schweizer und dann kommen die Italiener. Aber die haben eh fast dasselbe. Leute, haben wir jetzt fertig, ich darf so gern was verzeihen, Alter. Tommy Fritzl, nicht der Außenkeller, vergeht's gar. Freibier für alle, die Bürger zahlt. Was? Hashtag nicht Ehrenmann. Ehrenmann darf man bei uns nicht sagen, das heißt Ehenmann. Ehen, wichtig, Plural, Ehenmann. Ehenmann. Ich küsse dein Auge, Brudi. Merci, Leute. Herzlichen Dank. So, haben wir's jetzt? Was der wir heute? Heute ist einmal klassischer Blade-Schmerz und mit dem einfach, was uns einfällt. Das ist einmal das Erste. Ich sitze mir her, bis um 10 Uhr, labert irgendwelchen Dünnpfiff und ich frage mich bis heute, warum das leider schauen, aber das... irgendwie sollte mich hier langsam aufhören, bitte. Habt ihr und schöne Grüße an Fred! Wer immer der Fred ist, aber habt vergesst wieder einen Euro an die Mehrwegwaffe. Hast du mich schon verstanden? So. Der Laxer oder die Laxer schreibt, seit wann hat er denn Twitch? Schon immer. Schon immer. Ja. Der Rhinoceros schreibt, wann gibt's nochmal wieder neuer Merch? Den hat's tatsächlich erst vor kurzem gegeben. Und zwar, kann ich mach so selten Eigenwerbung. Da kann man schon mehr einschalten. Ja? Muss einmal gemacht werden. Jetzt pass auf. So. Merch, wo kann man da umschalten? Pass auf, Monitoraufnahme, YouTube-Video schauen. Klangt YouTube-Video schauen? Bin mir nicht sicher. Ja, ich glaube, das klangt. Machen wir Monitoraufnahme, das ist wurscht. So, gehst du hier auf birgerwear.de, das ist birgerwear.de, gibt es T-Shirt für Leute, die das überhaupt noch nicht wissen. Es gibt tatsächlich neuer Merch, der ist, würde ich nicht, 2 Wochen, 3 Wochen, ich bin mir nicht sicher. Da habe ich gemacht. Was ist das? Der Gustl. Ja, der gute Gustl. So, hier. Und dann gibt es noch The Many Faces of Gustl. Ich hoffe, dass man das jetzt da vielleicht einigermaßen sehen kann. Ja, der gute Gustl. Der Gustl ist wirklich ein guter. The Many Faces of Gustl. Jo, so, das war's. Ja? Genug der Eigenwerbung, war's es schon. Hashtag geiler Wichser. Ab in den Chat.
So, Dom, vergesst nicht mehr Zwickel. Anlauf der Kleckel! Ja, das ist nur so ein Dings, nur so ein T-Shirt, das noch abgeht. Das wollte ich eigentlich schon vor 2 Wochen mal. Da hat mich schon einmal jemand darauf hingewiesen, dass es mal so wird und es kommt noch. Versprochen. So, was bei mir halt übrigens auch noch deren ist, einen neuen Gewinner ziehen. Warum? Und von was? Ich habe ja so ein Trachtman-Video gemacht und da gibt es ein Hebel zum Tun. Das da, ja, signiert vom Chris und dann auch signiert von mir mit den kleinen Gesetzer. Ja, da werden wir halt auch noch ziehen müssen. Warum? Weil sich der Gewinner von letzter Woche eine Woche lang nicht gemeldet hat. Ich habe ihm 3-mal drunter kommentiert, Herzl, Likes und was weiß ich, was alles sehe. Wenn er nicht zurückschreibt, dann kann ich ihm auch nicht helfen, das tut mir wirklich leid. Ja. Dann da ich sagen, was soll ich jetzt da sagen? Ja, da müssen wir dann neu erzählen. Das hilft nicht. Also, wenn da heute irgendjemand Glück hat, dann hat er Glück. So, jetzt müssen wir da mal umschalten, damit ich da was sehe. Erstmal habe ich die Ehre an alle 400 Leute auf YouTube und 50 auf Twitch, die gerade zuschauen. Auch wenn ich mich bloß hier sitze und umeinander Kasi erzähle, keine Ahnung. Ich brauche einen neuen Mikrofonständer. Die werde ich mir anschaffen in der Sommerpause. Ist das ein Deal, ja? Weil ich langsam nervt er mich. Der holt keinen Stecker mehr und ich weiß überhaupt nicht, was sind das eigentlich darstellen, das Scheißding. Scheiß, wenn ich weiß, da habe ich mir vor 2 Jahren mir gedacht, kaufst du mir einen Mikrofonständer, schaust du mal an, das scheißwindige Ding. Was soll das sein? Da, hier, Mikrofonständer. Irgendwo in der Weggeschichte umeinander, habe ich mir gedacht, ja, der für 1995, der wird schon durch. Hashtag Ständer, ab in den Chat. Wie war's mit dem Ständer von Apple? Kostet nur. Das habe ich auch mitgekriegt. Ich bin absoluter Apple-Hasser schon immer. Herr Geibefee, ja, Bürger, hast recht. Ich meine, dein Board, die schmerzt gern gerätselt, da bleibt die Hirnschnur nicht stehen. Jo, die bleibt da egal, wann stehen. Das kann ich schon beurteilen, wann die stehen bleibt, der Mann nicht. Oder beeinflussen, wollte ich eigentlich sagen. Mir gefällt es, wenn meine Weisheiten aus deiner Futzen sprudeln. Mir gefällt es, wenn deine Weisheiten aus meiner Futzen sprudeln. Mir gefällt es, wenn ich so mache. Und es schaut aus, und es kommen Frames nicht neu. Das gefällt mir. Ja, schön, so einfach bin ich zum Belustigen. Und was ich mir auch gerade denke, Alex TV schreibt gerade, dein Mikrofonständer ist im Arsch. Ja, Anlaufstark gleich, Gell. Das kommt nicht von irgendwo. So, Herr Wrubel schreibt, bei mir kosten die ungefähr $9 das gleiche Hemd, nur auf Japanisch. Was zur Hölle ist das für Satz, Alter? Herr Wrubel, was ist das? Leute, wir müssen mal definitiv unsere Rechtschreibschwäche ausnutzen. Ja? Ich lese das nochmal vor. Wolperdinger, du kommst gleich. Bei mir kosten ich ungefähr $9 das gleiche Hemd, nur auf Japanisch. Was? Versteh nicht! Was sind... Ich darf den Kommentar gerne nur mit einblenden, aber ich kann nicht. Ich weiß nicht, was er mir sagen möchte. Ich weiß nicht. Ich darf es gerne wissen. Vielleicht manchmal kann man das ja nur außerluren. So ein bisschen, ja, da hat Autokorrektur, keine Ahnung. Der hat dann wieder sauber die Faust ins Ohr schon geschoben und dann ist halt irgendein Cast dabei rausgekommen. Aber bei mir kosten, wenn ich mir jetzt her sitze und setze folgenden Dialekt auf. Bei mir kosten ich ungefähr $9 das gleiche Hemd. Nur auf Japanisch. Digga. Ja, dann bist du nicht ganz sicher, ob du jetzt beim Bierger eingeschaltet hast oder beim Bilal Abdali. Keine Ahnung. Was ist denn das? Das ist der Baby-Elefant. So. So. Wo haben wir jetzt stehen bleiben? Irgendjemand hat mit Geld geworfen. Das habe ich genau gesehen. Wolperdinger! Ui, der Bürger braucht einen neuen Ständer, weil der alte schon ausgelutscht ist. Hey, da schauen Kinder zu. Jetzt pst. Pst. Na, weil der Teerstraße da hinten. Okay. Der reine Sauerstoff. Diese geilen Urwald, also diese geilen 80er Jahre Namenswitze. Reiner Sauerstoff. Was ist der Unterschied zwischen Jesus und Casanova? Der Gesichtsausdruck beim Nageln. Das ist genau mein Humor, Alter. Gibt's ein High Five. So, wir schauen mal aus. Was ist denn heute, ich wollte eigentlich erzählen, was heute so geplant ist. Heute ist geplant, naja, Gewinne ziehen, das will ich erst. Dann werden wir uns einmal ein wenig drüber unterhalten, was wir bis zur Sommerpause spielen. Dann werden wir uns über nichts mehr unterhalten, weil der Geibe für wieder 2 Geld hat. Bürger, bist jetzt Bonzo, Import, Export, Stände im Arsch. Ja, ich importiere Penisse. Nein, das ist das Hashtag No Homo. Und exportiere
Nein, sag jetzt nicht. So. Uff, der war weiter hergeholt als Madonnas Kinder. Ja, ich weiß nicht, eigentlich soll jetzt ihr euch selber unterhalten, ne? Ich weiß es nicht, irgendwie. Ja, der Herr Werner schreibt, Herr Birger, wir noch mal mit dem How-to-O schleudern. Glaubt's mir, ihr möcht's nicht, dass ich euch irgendwas über Wix-Techniken erkläre. Und How-to-Schnackseln und so weiter kommt irgendwann einmal für schwere Zeiten. Ja, wegen, ach, Alter. Weißt du, der Kinder alle 3 Wochen einmal für 2 Minuten 50 und schmeißt man 20er in Tauste ein und dann geht er. Reisinger! Hashtag BB-Elefant. Herr Reisinger, danke. Herzlichsten Dank. Du weißt, dass es fair ist. Ich mag schon gar nichts mehr sagen, weil das geht schon über Wochen so dahin. Was schreibt er? Habe Tritt, bin heute auch wieder mal dabei. Kauft einen Kasten Gustel drum, das tue ich. Grüß aus Österreich, BB Elefant. Special Greets nach Österreich aus Niederbayern, Fist. Und vielen, vielen herzlichen Dank, Alter. Wie jetzt mal irgendwie. So. Dann werden wir uns unterhalten, was spielen wir noch bis zur Sommerpause. Da wir uns momentan absolut hier im Sommerloch befinden. Ja, jetzt ist Mitte Juli oder Anfang Mitte Juli. Bis Ende August geht gar nichts. Chris, vergesst wieder einen Euro. Ich habe zu meinem Drahtmecomic einen Wolperdinger Karten dazu gekriegt. Beschwerde! Das hätte ich vielleicht dazu sagen sollen. Ich glaube, es gibt bestimmte Karten zu bestimmten Hefteln. Da müsst ihr aber mal gescheit lesen. Mir hat auch jemand angeschrieben, oh Gott, mein Heftel ist nicht unterschrieben. Von dem Video, wo wir da vor 2 Wochen gemacht haben, mit meinen signierten Hefteln und einem Chris seine signierten Heftel, die so 20 Stück gibt, so ein bisschen mehr hat es gegeben, weil ein bisschen mehr gekauft worden sind, bevor es weg waren. Ihr müsst bitte unbedingt Leute, generell Apps, das betrifft auch nicht bloß das, ihr müsst einfach mal generell besser lesen. Schreibt mir jemand an, mein Heftel ist nicht unterschrieben. Dann sage ich, das gibt's nicht. Ja, es gibt's nicht. Ich meine, ich verschicke das nicht, das regelt alles der Chris selber, das Ding, aber ich traue ihm zu, dass er die richtigen Sachen verschickt. Ja, das macht er schon eine Zeit lang, der kann das, der Mann. Und Raketenwissenschaftler muss man auch nicht sein. Man muss bloß ein dickes Fell haben und vielleicht weniger als 1,5 Promille, dann ist das nicht schlimm. Herr Reisinger, ich weiß ja aber du hast... Nein. Merci. Ja, weißt, da strahlt mein Herz. Dankeschön. Und dann kauft das Heftel und schickt ihm das. Schreibt mir, ja, da ist nicht unterschrieben, Alter, traurig, bla. Dann schreibe ich ihm drunter, wie? Gibt's nicht. Also, keine Ahnung, ich kann mir nicht vorstellen, schau mal, was da bestellt hast. Und dann bestellt er halt das Heftel, wo nichts dabei steht, sondern ist bei dem anderen Heftel ist dabei gestanden, signiert. Das kann ich auch nicht in seinen Online-Shop jetzt dann in alle anderen Heftel dazu schreiben, nicht signiert. Ich weiß es halt auch nicht. Was bei mir im Online-Shop, nicht jetzt da, sondern in meiner Arbeit. Ja, Urlaub, Patrick! Grüß mal meine Schwester bitte, das ist Stefanie. Stefanie! Mit PH! Mit Steffen! Stefanie! Entschuldigung. Steffi, grüß von mir, vom Herrn Urlaub. Ich hab's gerade mal lesen müssen, weil ich es vor lauter Dummschiss schon wieder vergessen habe. Kämen halt auch manchmal so Fragen wie, ja, kämen da schon 2 Skisteckern? Nein, halbe da, du Trottel! Weißt, also manchmal, ich frage mich halt wirklich, manchmal Leute 4 Sekunden das Hirn einschalten. Kurz einmal gesagt so, ja, da stehen jetzt 2, 3 Zeilen, aber ich lese halt mal schnell. Man, ich zeige da auch was, ich lese halt mal kurz. Und überhaupt und sowieso. Ja? Und einfach, vor allem auch beim Schreiben. Das finde ich auch manchmal so krass, wie viele Leute, also was manche, habe ich ja vorher gerade mal so einen Satz vorgelesen, was manche Leute in Chat schreiben, lest ihr das vorher nicht, bevor es auf Senden drückt. Nehmt euch halt 5 verfickte Sekunden Zeit, das zum Lesen. Nimmst du Auge, guckst du Gerät, habe ich geschrieben, Scheiße mach ich neu. Oder, ja, kannst den einigermaßen deutschen Satz abgeben, senden. Lasst ein bisschen. Okay? Ist das was? Gehen wir uns da irgendwie drauf einigen, ich weiß es nicht. So. Wir schauen mal aus, wir haben ja beieinander. Herr Geibefee, hey Papi, deine Kinder sind halt nicht nur Raketenwissenschaftler, das verstehe ich nicht. Das kann ich nicht verstehen. Ich verstehe die Frage nicht. Natürlich haben wir Raketenwissenschaftler. Hallo? Hallo? Was ist das für eine Frage? So, ich dringe jetzt mal einfach schnell, weil es wurscht ist. Sekunde.
Normalerweise habe ich das schon live, bevor wir einen Stream einschalten, aber heute habe ich es übersehen. Ich schaue mir momentan aus irgendwelchen Gründen Sportvideos aus meiner Kindheit an. Also nicht von mir, sondern über Sportler, die meine damaligen Vorbilder waren. Oder die damals Beeindruckendes abgeliefert haben. Da wo ich mir bei manchen denke, Alter, die sind bis heute 20, 25 Jahre später immer noch unerreicht. Siehe fucking Michael Jordan, siehe Mike Tyson, Michael Johnson. Warum heißen die alle Michael? Bürgerchef zwinkerndes Gesicht mit herausgestreckter Zunge. Okay, Zeichen Grüße aus Großkölnbach. Special Grüße aus Landau, die hättest mir hervon auch können. Hättest nicht 2,50 € YouTube geben müssen. Herr Kreuzbot, der du geiler Blutschiss, Schmerz, ich bin auch wieder da. Herr Kreuzbot, das ist recht, wenn Sie auch da haben, sage ich, habe ich dritt und an den Herrn, scheiße, jetzt sage ich seinen Namen, ich weiß nicht seinen Namen, aber das nicht. Ist ja gut jetzt, Kinder. TerraPlace! Hoppala, Entschuldigung. Das ist eigentlich was ich gar nicht mag, ins Mikrofon kopfen, weil es total asozial ist. Aber Herr Mose, nochmal vergeht's für den 5. Herr TerraPlace, herzlichen Dank auch. Servus, bin einmal wieder da. Herr TerraPlace, lang nicht gesehen, sofort wieder Kind. Oh, der Genius Matthias schreibt Babyelefant. Ich möchte das. Weißt du was? Wir schaffen jetzt die Begrüßung. Servus, Habitäre, Sers und den ganzen Dreck, den schaffen wir jetzt ab. Und habe dritt und was weiß ich möchte eigentlich mehr gerne mal wissen, wie viele Leute, dass ich draußen auf der Straße jetzt untereinander mit habe dritt gerissen. Das würde mich mehr interessieren, wie viele Leute, dass ich da beeinflusst habe. Wenn ich schon selber, wenn ich kapiere, wie viele Leute das mich kennen, wenn ich zum Beispiel ins Volksfest gehe. Ich kriege keine 5 Meter, ohne dass er mir irgendeine Bau schmeißt. Aber jetzt wird sie so begrüßt. Das möchte ich haben. So, nochmal trinken. Passt schon, vergeht's gar nicht. Es muss ein blöde Like geben. Es werden nur über mir. Stimmt, da hat er recht. Was? Halber der Ski. Hashtag halber der Skistecker. Mit dem schwimme ich heim. Astrid schreibt, wie geht's der Emma geht's gut. Heute ist Frau daheim. Schaut, was der Emma so treibt. Ich glaube, die werden wahrscheinlich auch gerade spazieren gehen, keine Ahnung. So, da müssen wir noch über was reden, nämlich über die Sommerpause. Erstens einmal, warum eine Sommerpause? Warum? Weil ich das jetzt Jahr tue. Ich nehme es mir zumindest vor. Normalerweise bin ich dann eine Woche weg, aber eigentlich gar nicht weg und dann fange ich wieder zum Streamen an oder wie auch immer. Aber dieses Jahr möchte ich es endlich einmal durchziehen, dass ich 3 Wochen, vielleicht sogar 4 YouTube-seitig gar nichts tue. Ich habe das erste Mal die Möglichkeit, dass ich tatsächlich 3 Wochen am Stück bei mir in der Arbeit Urlaub kriege. Das ist das erste Mal, glaube ich, in meinem Leben, dass ich 3 Wochen am Stück wirklich Urlaub kriege. Komme ich jetzt? Weiß ich nicht. Vielleicht irgendwann. Wobei, da mengen wir gar nicht hin. Fernsehen ist Kacke. Fernsehen ist was für die Lappen. Für Lappen! Hashtag Lappen ab in den Chat, währenddessen trinken. Und weil ich sowieso wieder 5-mal vertippt, erst lesen, dann abschicken und währenddessen rauche ich noch schnell. So. Wann ist diese Sommerpause? Okay? Wann ist diese Sommerpause? Ich habe heute mal so ein bisschen durch den Kalender gescrollt. Da, sehe ich schon den ersten, der Lappen mit einem P schreibt. Ihr geht so. Ja, der Herr Daurer schreibt Lappen lieber mit 8p. Dann ist mit Gewalt falsch, weil er sich nicht sicher ist, ob mit einem oder mit 2. Leid! Was ist denn da los? Wir bringen uns das bei. So, ja, ein bisschen weniger Legasthenie, mehr Kontenance beim Schreiben. Am Handy oder am PC oder sonst wo. Ich meine, ich passe auch nicht auf über Groß- und Kleinschreibung und Komma setzen und irgendein Dreh. Ist alles egal. Im Internet ist es egal. Großschreiben, Klarschreiben, scheiß, egal. Völlig Banane. Aber Lappen mit einem P. Oder Satzbau, wo du sagst, Alter, was ist da los, Alter? Das sind dann dieselben Leute, die dann auf Facebook etc. unter dem Bild. Du weißt schon, was für Kommentare das ich meine. Über Leute schimpfen und so weiter, aber selber einen Satz mit 8 Wörtern verkacken. Grüß dich, können wir den Babyelefant bitte als
Nein, Donation Alerts da herunten und so weiter, die kommen nach der Sommerpause, da werde ich mir was überlegen. Oder vielleicht überlegen wir uns das miteinander, keine Ahnung, aber können wir mal drüber reden. Ich müsste jetzt erst in ein Video verbackeln. Sonst weiß ich mit keiner, was es geht. Aber, so. Legasthenie. Legasthenie reimen sie auf Leberkas-Genie. Zufall? Ich glaube nicht. So. Oh, der Ich schreibt Corsair Modellbau. Das hast du aber schön gesehen. Die sagt man nämlich nicht einmal gescheit und du weißt, dass es ein Corsair ist. Da weiß ich, mit dem mag ich nicht reden, weil du hast mir Ahnung wie. Also, warte, dreimal mit Kamera lieber wieder so, oh nein, so. Und dann bin ich fein raus. Nein, es ist kein Modellbau. Es ist die habe ich schon am Herz. Das ist ein fertiger, also die war fertig, die war bloß zum Zusammenstecken und so weiter und so fort. Die fliegt halt tatsächlich und so weiter, aber die hat es mir überschlagen. Die hat es mir überschlagen und dann hat es da hinten das Heck abgebrochen. Das war nicht so schön. Das Ruder ist im Anus. Ja? Haben wir nicht bei den Hottentotten? Haben wir nicht bei den Hottentotten? Schmatzen, als hätte er beim Putzen geschissen! Es ist der Anus des Fliegers wurde zerpimmelt! So. Ich bin schon ewig nicht mehr geflogen, Alter. Schon ewig nicht mehr. Soll ich eigentlich mal wieder durch? Vielleicht mache ich das im Urlaub mal. Ja, wer weiß das schon. Vielleicht mache ich das mal im Urlaub. Ich habe noch einen Benziner unten stehen, also Auto. Habe einen Hubschrauber unten stehen, einen kleinen. Meine Taufparty hat noch einen großen Hubschrauber von mir, den habe ich zum Geburtstag gekriegt vor Jahren und da habe ich so ein bisschen. Da soll ich eigentlich mal wieder hinschauen. Falls der Cäsi zuschaut. Ich komme irgendwann, stehe vor der Haustür mit einem Gustel oder 3 oder 6. Und dann sollte man mal Hubschrauber schrotten gehen. Bin ich der Meinung. Naja, so. Ansonsten Sommerpause waren wir. 3 Wochen. Alter, ich freue mich auf diesen 3 Wochen Urlaub, das kann ich kein Mensch schon nicht sagen. Jetzt machen wir das Ganze da seit 2,5 Jahren. Zumindest seit 2,5 Jahren so, dass ich sagen kann, ja, das ist einigermaßen ernsthaft betrieben da, ja, mit Videomacherei und Streamen und regelmäßig und sich Mühe geben und das ernsthaft, so was in meiner Welt ernsthaft heißt, ich war noch nie auf irgendwas vorbereitet, aber egal, das da so durchziehe, ja, das war das erste Mal, dass ich wirklich nichts davon hören möchte. Ich mag mich am PC sitze ich mich hin, da kommt nämlich WoW Classic raus und ich werde spielen und das ist Urlaub für mich, ja, ich keine Ahnung, ich tue seitdem ich 5 Jahre alt bin nichts anderes, das ist für mich Freizeit und ich habe 2 Wochen davor Urlaub, die Woche, wenn WoW Classic rauskommt, habe ich noch und dann werde ich noch YouTube gemäß noch ein Ding ohnehin eine Woche, wir werden von Mitte August bis in die letzte Woche Sommerferien, werden wir mir eine Ruhe geben, ja, wird nichts gehen. Was ist das für ein Datum? Ja, legen wir das einmal fest. Das ist der letzte Stream. Ja? Der letzte Stream für die Saison, nennen wir es einmal Saison, ist der 14. August. Das ist der Mittwoch. Okay? 14. August, Mittwoch. Und dann ist hier fucking Sommerpause. Nämlich die vorletzte und die letzten 2 Augustwochen Urlaub. Ja? Bin ich raus. Keine Videos, keine Dings. Vielleicht gibt es mir irgendwann einen Instagram-Post. Ja, das ist ein geschissenes Battle. Das ist kein Ding nicht. Aber ich mag einfach nichts damit zu tun haben. Und dann erste Woche Septemberwoche, 2. Septemberwoche und dann geht's, und da bin ich mir noch nicht so ganz sicher, am 9. Oder wann geht denn die Schule weiter? Weiß das jemand? Wann haben die Sommerferien gut? Weiß das jemand? Ich weiß es nicht. Aber normalerweise haben die ja wann haben die am 11., 12. wahrscheinlich, immer mitten unter der Woche irgendwann, oder geht direkt 26.07. bis 10.09. Hast du Urlaub oder was? Müssen wir verarschen, das Kerl. Am 11.09. oder so. Was ist ein Mittwoch? Ja, das geht sich hin. Und dann fangen wir irgendwann da, nach 6 Wochen. Was am 9.9. sind die gut. Am 9.9. ist die erste Schule, das war direkt am Montag. Ja, dann kann ich eigentlich schon mal sagen, weiter geht jetzt am 9.9. Ja, einfach wenn die Sommerferien vorbei sind. Okay? So. Ja, fertig aus Amen. Dann bin ich 3 Wochen aus dem Spiel, da werden wir schon nicht sterben. Der Bürger raucht das Blut von der Babyhund. Ja, aber nur das Trickidee. Ja? Und nur das ihrer selber aus. Ja, das sag ich jetzt nicht.
Am 10. September. Ja, dann geht's am Montag oder am Mittwoch am 11. weiter. 11. September ist ein guter Tag zum Streamen. Oder der 11. September war eigentlich ein guter Tag fürs Video mit dem Teil anzufliegen. Ist, weiß nicht, zu makaber oder nicht? Ja, vielleicht versteht's die Hälfte nicht mehr. So. Es ist einmal das Erste. Ja, keine Streams, keine Dings. Auf was ich mich, so bin dann, ich sitze dann da und denke über das nach. Ja, machst du mal hier so, was ist ein guter Zeitpunkt, so mitten im Sommerloch, einfach mal weg, weil es eh scheißegal ist. Und ja. Dann denke ich mir so, ja, aber da kommt WoW Classic. Weißt du, was du einmal da kannst? Du kannst eigentlich dann, was du eigentlich vor 2 Jahren schon immer mal angekündigt hast, nur für Twitch streamen. Nur Twitch. Ja, WoW Classic, das ist reines Gameplay, das ist das, da versuche ich nicht irgendein unterhaltsamer Mensch zu sein, sondern irgendwas, ich möchte einfach nur den genüsslich zocken. Ja, vielleicht sogar in einer 5er-Gruppe, die kriegen wir mit Sicherheit, da wir die zusammenkriegen und so weiter und der Heal-Leveln. Gemütlich wie früher, mit Quest-Texte lesen in fucking WoW und so, weil du es lesen musst, weil du keinen Questmarker hast, wo du hingehen musst und alle weiß ich auch nicht mehr auswendig von damals und so weiter und so fort. Da denke ich da schon wieder drüber nach und denke mir so, kannst eigentlich ganz gemütlich nur Twitch einschalten. Und dann denke ich mir wieder, ja, da brauche ich gleich gar keine Sommerpause nicht mehr. Deswegen, ich bin raus. Ja, bin ich raus. Da werde ich auch noch ein kleines Video dazu machen, ja, damit nicht wieder die Hälfte schon, ich habe kein Stream. In Facebook werde ich doch einmal kurz einschauen und wenn ich dann Notifications habe und dann steht da schon wieder der erste Ding, ich habe kein Stream. Dann. Das ist das, was wir mal. Das sind die Schattenseiten, die sind so Sachen, die nerven mich. Das nervt einfach, aber was soll's denn machen? Die Frau Hill schreibt, wenn ihr einen YouTube-Kanal aufmacht, darfst du vorbeischauen. Das kommt drauf an, was du machst. Wenn mir taugt, was du da machst, dann ja. Das habe ich aber auch schon immer gesagt, es geht immer mal wieder, wie ich mal gefragt so, darfst du was mit dem machen und darfst du was mit dem machen. Das Problem ist, egal, wer darf niemals was mit mir machen. Von einigermaßen bekannte Leute, ja. Niemals. Warum? Weiß ich nicht. Weil ich wahrscheinlich einfach 2 Scheiß laber. Und weil ich mir keine Ahnung, offensichtlich bin ich der Einzige auf dem Planeten, der sagt, was er sich denkt. Ich weiß nicht, ob das so ist oder vielleicht bin ich einfach unsympathisch. Ich weiß nicht. Ist mir scheißegal, ich hasse euch auch alle. Wobei, wenn ich mal zum Beispiel ein Vollgerät fragen darf, ob er mir beim Gustkrebs synchronisiert oder so, vielleicht tue ich das mal, dann glaube ich, da er nicht nein sagen. Glaube ich nicht. Ich weiß nicht, ob der noch was macht, da kommen so selten Sachen momentan, seit einiger Zeit schon, dass ich nicht weiß, ob er überhaupt noch Bock hat oder so, keine Ahnung. Und recht viele andere, die mich dann ganz ehrlich auch interessieren, da gibt's nicht. Ich weiß, ich wüsste keinen. Ich wüsste momentan keinen YouTuber, mit dem ich gern was dort hat. Weiß ich nicht. Braucht's nicht. Außerdem mag ich mir jetzt nach dem halben Jahr schon bald nicht mehr YouTuber nennen, sondern wir streamen hier live. Ich weiß nicht, ob ihr es mitgekriegt habt, aber wir streamen schon ziemlich lang Live-Sachen jetzt und dann ist die Frage, bin ich dann noch YouTuber? Ich weiß nicht, aber die meisten kennen mich halt davon. Und das wird irgendwie, glaube ich, so schnell nicht aufhören, habe ich das Gefühl. Und da reden wir jetzt auch seit einem Jahr drüber. Immer wieder, dass ich nicht kapiere, wie das eskaliert und was weiß ich, aber es hört halt auch nicht auf. Es hört auch nicht auf. Stattdessen wird es nur krasser, bloß ich gespannt, glaube ich. Ich hab mich angetintet. Moment, ich muss schnell putzen. So, da haben wir die obligatorische Wichsklo rein von links her. Halt sein Maul, dass das hier kein Klo neben dem PC stehen haben. Ihr, ja, dann nicht. Du wichst am Boden ab, oder was? Passt schon. Ich diagnostiziere eine plastische Verformung höchsten Grades des rektalen Bereiches über eine Fraktur der linken Tragfläche des als Miniatur dargestellten Luftfahrzeugs des Bürger. Auf Deutsch habe ich nicht mehr gelesen, gerne schnell genommen. Auf Deutsch? Der Flieger ist ich. Wie lange hast du für den jetzt gebraucht? Ja, weißt du, der Passt schon, kriegt von mir hier. Daumen nach oben gibt's da. Ja, gibt Daumen nach oben. Das ist ein Satzbau von Feinsten. Von Feinsten hier. Ja, das lasse ich mir eingehen. Ja, da hat es bei mir gegeben, hat nachgedacht, keine Ahnung. Ja, ob jetzt der Zambo ist, das hätte ich mit Hosenbrunst, das ist eh wurscht. War nicht das erste Mal. So, jetzt fahre ich wieder auf der Emma im Kisten. So, jetzt gibt's einen Schein im Mama-Dialekt. Hast du schon wieder O-Dreh mit?
Also Andremen ist bei uns was anderes. Ja, ich kenn bloß Eidremen. Ja, ist ja wurscht. Merci dir. Merci an euch alle übrigens. So. Jetzt habe ich wieder Sodbrennen vom da hat mir die Mama was gegeben. Jetzt bei so. Mama hat mir was gegeben. Die Scheiße heißt Gaviscon Dual. Flori! Deswegen bist du spät gekommen. Deswegen bis ZPAD Kämmer. Der Flori in Klammern Motherfucking Sherlock. Bitch! Merci dir. So, Gaviscon Dual ist jetzt übrigens keine Werbung. Das liegt da heute rum, das liegt da seit Weihnachten. Das hat man zu Weihnachten. Was, das sind die... Du merkst, wenn du alt wirst. Wenn dir dein Mann, wie heißt's, Gaviscon Dual zu Weihnachten schenkt. Was gegen Sodbrennen. Das ist was, das nervt mich da, wenn ich rede da viel und laut und was weiß ich, das ist echt... So, wie muss man das fressen? Das weiß ich nicht, da werden wir uns jetzt einfach mal, muss man die kauen, was muss man da tun damit? Mal lesen, ja? Lesen, Leute. Ja, das ist so wie, keine Ahnung, hätte ich vorher vielleicht an dem Beispiel vom Online-Shop, weißt du, gehst auch nicht her, liest es nicht, bestellst, du gehst auch nicht her, packst Tabletten aus und sagst, ja, die wird man schon als Zapfall hernehmen können. Das tust du auch nicht, da liest du auch zuerst. So. Hier, Magen, Dingsbums, Gaviscon lindert die Symptome von Refluxbeschwerden wie Sodbrennen und so weiter. Wenn eine kleine Menge Magensäure, ja, es interessiert mich nicht. Bildet eine Schutzbarriere gegen bla, neutralisiert Magensäure. So heißt, wenn es Schweiners frisst, dann grunzt es noch im Bauch. Was muss ich da? Eine Kautablette erklärt sich von selbst, hinfort, baggelt mal die Scheiße aus und dann einputzen. So. Okay. Schmeckt irgendwie. Wie schmeckt das? Muss ich überlegen? Live-Tabletten fressen. Nice! Nice! Das war Sodbrennen-Tabletten, das werde ich nicht studieren. Wer weiß. So, das müssen wir mal noch mit dem Wichstier hier ein bisschen umeinander schmieren. Moment. Damit nichts passiert. Ja. Mirko, habe Dritteli. Für was lesen? Beim Pro-Gamer. Kann man... Pro-Gamer, ich brauch nicht lesen. So. Jetzt mir ganz. Da trinken wir mal hier neu. Friss einfach, ist gut für die. Das ist gut. Spüren tue ich noch nix. Aber jetzt, wenn wir das alle wissen, es steht aber eine Kautablette drauf. Soll man es jetzt lutschen oder fressen oder... Ich weiß nicht nach was das schmeckt. Kennst Mentos? Jeder kennt den Mentos. Aber es schmeckt irgendwie wie ein Mentos, der schon seit Januar offen ist. Viel Teufel. Herr Geibefe, der andere, als du jetzt live Meditest, was? Live Meditesting streamen. Dann singen wir gleich die Nebenwirkungen. Ja, also keine Ahnung. Ich bin ab jetzt Medikamententester. Schützt mir einfach einen Scheiß, ich friss. Das müssen Vaping Hobbit. Ja, Sodbrennen und Bull, genau mein Humor. Da darf ich gar nichts, alles was eine Kohlensäure hat, macht bei mir Sodbrennen. Und ich hab keinen Bock, dass ich Leitungswasser saufe den ganzen Tag. Gute Frau. Und ich hab vorher gelesen, die Frau Kärntl hat sehr schnell erkannt, dass ich ein neues Rauchgerät habe. Habe ich? Das hat folgenden Grund, weil ich das andere im Volksfest im Suri verloren habe. Scheiße passiert, war da das Volksfest, aber hilft nicht. So. Wo waren wir stehen? Wie war das mit ich brauche kein Medipack? Das ist kein Medipack. Es ist ein Meditablett. Dann müssen wir da wieder umschalten, dann sehe ich nichts. So. Wo haben wir? Ist schon wieder 3/9. Kruzifix. Also, wir müssen uns jetzt irgendwie... Scuse. Vanille Schokolade Pepe, Scuse! Fuck you! Müssen wir uns jetzt mal irgendwie... Was wollten wir jetzt eigentlich tun? Weißt du, was wir mir jetzt tun? Jetzt singen wir das erste Mal den neuen Gewinner. Was hält man da davon?
Warum hängt mir da eigentlich schon wieder so ein stockschwules Lockerl in den Pfutzen rein? So. So, geschissen auf Red Bull, sauft mal da mehr Fanta aus der Glasflasche. Das Einzige, was noch geiler ist, ist ein Coke bei 3 Grad aus der Glasflasche. So. Freunde des massivst billigen Alkohols. Freunde des Faxe-Dosenbiers. Jetzt muss ich das erstmal. Ja, ich hab nichts vorbereitet. Ich sag's euch, wie es ist, ich hab nichts davon vorbereitet. So, irgendjemand hat nicht zurückgeschrieben. Moment, wieder geheißen. Hab ich schon wieder instant vergessen. Ich werde noch mal dran erinnern. Schneller. Wir seid der Best Compilations 2018. Es tut mir wirklich leid. Ich hab da 3-mal in der Woche geschrieben und kommentiert und kerzelt und entherzelt und wieder und sowieso. Wenn es mir nicht schreibst, tut es mir wirklich leid. Darum werden wir jetzt in den nächsten 2 Minuten einen neuen. Mann, da pickt alles! Bürgerin! Ich brauche einen Hoden! Einen nassen Hoden! Nein, der sitzt nicht am Stuhl! Ha! Ich muss noch mal putzen, weil da alles pickt! Dreck! Auf der Hosen, in der Hosen, auf dem Tisch, unterm Tisch. Ich weiß, ich hab da so eine riesengroße Fußmatten und da sammelt sich so einiges an Dreck. Unter anderem da bin ich noch mit Katz, was der Katz Brocken. Der Doktor, Professor, Medizinmann, Katz Brocken. Der schleicht dann da über so rundum und dann legt er sich da vor meine Tastatur hier und ich kann gerade noch so, wie wär's mit, das ist mir zu alt, Und Morrowind ohne Mods und ohne alles, nee. Herr Waldmann, vergesst nicht für den Zirkel, aber Morrowind, da spielen wir nur eher Skyrim. So, wo haben wir stehen bleiben? Was ist das Ding lauter? Es schaut aus, als hätte ich den ganzen Tag nichts tun, außer Mütze, Glatze. So. Random Comment Picker. So, hier Stammtisch, blub, eine damit. So, dann können wir mir eigentlich auch schon umschalten. Jelka Jinx! Energy Coast als Sirupkaffer und dann mit Leitungswasser misch. Das ist ein guter Tipp. Da bin ich selber, habe ich noch nicht drüber nachgedacht, aber ich habe über das Gefühl gehabt, so alles, was man sirupmäßig kaufen kann und mit Leitungswasser mischt, schmeckt ein bisschen nach Anus. Und wenn nicht nach Anus, dann nach Reidel. Aber wieso das Gefühl? Das schmeckt so wie, wenn ich die Red Bull Dosen da jetzt stehen lasse, bis Mittwoch, und dann habe ich schüttelt, und dann am Mittwoch trinken. Mag ich auch nicht. Das mag ich auch nicht. Da holt ich lieber Sodbrennen aus. Außerdem, da ist noch keine Tabletten nicht gefallen und das hilft. Das hilft. Ich hab das Eindruck, das hilft. So, umgeschaltet wird. Freunde, ich hab gesehen, in der Woche haben auch noch ein paar Leute kommentiert. Soll alles legit sein, ist alles cool. Wir drücken mal. Get the YouTube Comments! So, nochmal. Es werden nur Leute gepickt mit einem Kommentar. Also das erste, wer 2 geschrieben hat oder generell schon mal verkackt. Wenn ich einen Kommentar pick, wo nicht Hashtag Tracht bin und ein Gesetzteil drin steht, wird Neizung. Hab ich aber letztes Mal schon gesagt. Mr. Terrorplace. Was? Wie war's mit Valiant Hearts? Was ist Valiant Hearts? Da muss ich jetzt kurz umschalten. Wie war's mit Valiant Hearts? Das kenne ich nicht, ja? Das kenne ich nicht. Was ist das? Ist das streambar? Für mich. Das ist voll streambar. Bloß für mich ist nicht alles streambar. Das ist mein Problem. So, Shooter zum Beispiel. Ich kenn's leider nicht. Wenn wir fertig sind und wir reden über das Spiel, dann hast du kurz die Erlaubnis, dass das in den Chat einballerst. Nochmal. Damit ich es halt auch sehe. Herr passt schon. Also wenn du jetzt tatsächlich was anderes tust jetzt als einen ganzen Tag Mütze Glatze. Irgendwas muss ich euch verzeihen, ja? So, weiter zum Gewinnspiel. Monitoraufnahme. Da sind wir. The motherfucking amount of unique commentators. 1380. So, dann scrollen wir mich heute. Ja, wir gehen nicht mehr lang umeinander. So, start raffle and pick a random winner. Wir drücken jetzt auf Start, Fake Click. Ja, wir gehen nicht mehr lang umeinander. Und für denjenigen, der es jetzt gewinnt, gut übrigens dasselbe. Wenn es innerhalb von einer Woche nicht meldet, dann ziehen wir nächste Woche wieder. Nein, das hilft sowieso nicht. Start!
MyPLP. Hashtag Trachtmann Franziska. Mag Würst. Das ist auch ein guter Kommentar, den schreibe ich auch gern drauf. Mr. MyPELP. Wenn derjenige gerade herinnen ist, dann bitte ich dich, den Chat voll zu spammen mit habe irgendwas oder jawohl oder irgendwas, damit ich das halt mitkriege. Mr. MyPLP. Herzlichsten Glückwunsch. So. Ist der da? Ich glaub's nicht. Der ist ja nie da. Das ist nie da. Nie da von den Leuten. So, jetzt wird erst einmal, was da? Laser 4.2 After Movie ist draußen auf meinem Kanal. Bist du der Dampfexpress? Kenne ich mich jetzt nicht mehr aus. Tut mir leid, ich kenne mich nicht mehr aus. Das kann ich jetzt nicht her, weil von Laser 4.2 gibt es wahrscheinlich von mir ein eigenes Best-of. Habe ich aber letztes Mal schon gesagt. Aber soll ich das ausnahmsweise gerade mal kurz erlaubt gewinnen, was er da hat. Ja, wenn jetzt die anderen anfangen, hagelt es wieder Bands. So. Wie heißt der? MyPLP. So, jetzt muss ich den üblichen Scheiß wieder machen. Ich muss die Leiter aussuchen. So, hier, zack das Böhnchen. Hey, zack das Böhnchen. So, hier, Community, machst du mal einen Comment rein jetzt. So, das Herzl wird entherzelt. Da kommentieren wir, weißt, freundlicherweise kommentieren wir mal nochmal schnell drunter. Habe ich dritt, jetzt tut's mir leid, jetzt kriegt's etwas anders. Hilft nicht. Ausrufezeichen. So. Herzl weg. Da MyPLP. Ich hoffe, dass ich den Kommentar finde und dann wieder irgendwann kommen. Alter. Ja, gut. Ja, hätte ich schon fast gesagt, Alter, wie viele Kommentare hast du da drunter geschrieben, aber tatsächlich bloß einen. Aber du kommentierst jeden. Fast jedes Video von mir, sehe ich da gerade. So, dann soll es da vergund sein. Gratulation! Machen wir es auf Italienisch. Ja? Ich wünschte, benachrichtigt man auf Italienisch. Gratulationi! Was heißt denn viel auf Italienisch? Was heißt denn viel? Mucho. Mucho gratulazioni! Va bene. Vanille, Schoko, Erdbeer. Va bene. Du hast gewonnen. Meld dich mal bei mir per Facebook, Discord oder im Stream am Mittwoch. So, das würde ich sagen. Mr. MyPE_LP. Herzlichen Glückwunsch. So, und jetzt alle im Dings da ausflippen. GZ, Alter. GZ, Alter. Hashtag GZ, Alter. So. Wo haben wir denn da Stiebel mit eigentlich? Um was geht's denn heute eigentlich? Du hast die obligatorische Passdame nicht. Brian, kennt jemand das von Family Guy? Brian, let me handle this. Und Babidi Buppi. Babidi Buppi. Und Babidi Buppi. So. Alle Kinder sitzen im Panzer. Nur nicht der Nette, die klebt an der Kette. Spaghetti Carbonara, Tortellini, Capricciosa, Bene! Babene! Babene! So, jetzt haben wir wieder auf dem Schmarrn, gell? So, haben wir nicht, wie haben wir vorher gesagt, haben wir nicht bei den Hottentoten. Nein, ich bin, was? Nein, bin ich nicht, aber ich habe davor schon mal kleine Clips gemacht, die wir angeschaut haben. Falls du auch auf YouTube Mehrwegaffe hast, dann einmal zum Mehrwegaffe anschauen. Los geht's. Oh, die Fick dich Grabe. Die Fick dich Grabe ist noch ganz wichtig. War jetzt nicht auf den Mehrwegaffe bezogen. So, wo haben wir stehen geblieben? Wir haben kurz über die Sommerpause gesprochen. Ja, hier Mitte August bis Mitte September irgendwann. Bin ich weg. Gibt keine Streams. Allerdings mache ich aber auch ein Video dazu. Ich mache euch auch ein Video dazu, wann ich wieder da bin. Ja? Ja, damit das die Leute mitkriegen und damit das auch möglichst viele Leute mitkriegen, wenn wir mit dem Stream weitermachen, mit neuen Spielen. Was werden wir mir nach der Sommerpause spielen? Werde ich euch da drin auch erzählen. Weil so viele Leute schon wieder schreiben, Visage. Ich weiß, dass das neue Visage-Kapitel da ist. Ich weiß,
Es schaut verdammt gut aus. Aber ich weiß auch, dass ich das nicht in der Sommerpause verschieße, okay? Sondern das werden wir nach der Sommerpause spielen. Entweder spielen wir sofort Visage, wenn es bis dahin vielleicht sogar komplett fertig ist, in 2 Monaten, 2,5 Monate, was ich nicht glaube. Oder wir spielen zuerst Blair Witch. Weiß ich noch nicht. Und was danach dann noch ist, was wir heute mal kurz im Chat, bevor der Stream losgegangen ist, geschmerzt haben. Sind FIFA-Spieler unter euch? Ich glaube, dass das vielleicht tatsächlich ganz lustig sein kann. Aber nicht, wenn ich hier sitze und Fußball spiele gegen andere. Ja, Hans Mann, vergesst ihr wieder in eurer Facebook. Kenn ich nicht. Das heißt Gefriesbier hätte sie fix. Aber manchmal heißt es auch Fotzenbier. Oder es heißt auch manchmal. Wie heißt die eine Seite? Denkwürdige Sätze und Bilder oder irgend so ein Scheiß. Für das ist Facebook da. Damit tust du es, damit pfui tust. Warum denn das eigentlich? Kann mir die Frauenschaft das einmal erklären? Hä? Was sie sich da eigentlich davon erhofft? Wenn man irgendwelche Naturbilder mit einem nachdenklichen Spruch postet. Okay, was ist denn? Oder wenn man den ganzen Tag, also ich habe ein paar in meiner Freundesliste, die stammen nur aus der Zeit, wo das da ist angefangen hat und jeden Scheiß genommen habe, der da war. Wahrscheinlich sehen das jetzt einige und denken sich so, du Wichser, Alter. Und da haben einige drin, und es sind meistens junge Mädels, die denken, ich schwöre dir, jeden Tag von dasselbe Selfie mit demselben dummen Geschau und irgendeinem Behinderten, den dämlichsten Scheiß Nachdenkspruch, da wo ich mir so denke, so, was hilft mir denn das jetzt in meinem Leben drin? Frau, ich bin irgendwas zwischen 6 und 46 Jahren, was soll das? Das hilft mir nicht. Und dir hilft's auch nicht. Da weiß ich nicht. Da denken wir wirklich jetzt mal, Naja, ist ja wurscht. Auf alle Fälle, ich lese da schon ganz oft FIFA. Wenn du was über FIFA wissen möchtest, frag. Was ich zum Beispiel über FIFA wissen möchte, ist über FIFA 20. Das kommt irgendwann im September. Perfekter Zeitpunkt. Gibt's den Pro-Player-Modus noch, wo du dein einer Spieler in einem 11-Mann-Team spielst? Gibt's das noch? Ich hab das letzte Mal FIFA gespielt, FIFA 17, glaube ich. Und vor FIFA 17, glaube ich, war das mein letztes Spiel Pro Evolution Soccer 5. 5. Nicht 2012, 13, sondern 5. Und das darf 2010 gewesen sein oder so. Also ich bin nicht sonderlich gut. Aber das 2017er Ding, wo ich gespielt habe, da war dieses Pro-Player-Teil drin. Das war cool, das hat mir gefallen. FIFA, warte mal, 46 bis 6, 40, jetzt wissen wir weiter. Ja, ich bin 40. Na, kein FIFA, schreibt der E-Mail. Far Cry mag ich nicht. Den gibt's noch, schreibt. Ja, das wollte ich hören. Patrick, der schreibt, ja. Da hat man gedacht, was du da eigentlich da kannten, gründet man doch ein 11-Mann-Team mit noch mehr Leuten und dann spielen wir, man kann ja da mit 11 Leuten spielen. Und jeder spielt einen. Dann gründet man mir einen Vollbier-Squad, der hat gelb-weiße Stutzen und ein weiß-blaues Dress und dann zerpimmelt man alles unter 6-0, gehen wir mir nicht vom Platz. Mit dem typischen Fußballpläsch, also keine Ahnung. Lass FIFA lieber. Kein FIFA, Servus Bürger, kein, da haben aber jetzt auch viele kein FIFA schreiben. Warum nicht? Was ist der Grund, warum nicht? Ja, geil, Buffet. Das passiert, wenn es im Weiberlhirn noch nicht ausgewachsen ist. Chef, kann man die mal live treffen, hey? Klospiel, momentan nicht. Also momentan ist kein Fan-Treffen oder irgend sowas geplant. Und so mache ich keine Treffen mit irgendwelchen fremden Leuten aus. So viel ist auch einigermaßen verständlich. So. Das passiert, wenn im Weiberhirn, schreibt der Geilbuffet, Weiberhirn, das noch nicht ausgewachsen ist, die Buchstabensuppen am Rand, das Scrabble spielt, dann kommt so etwas raus. Ja, ich glaube. Ja, ich kann mir es auch nicht erklären. Das ist, um die Self-Confidence aufzubauen, glaube ich, ist das. Ja, ich glaube, ich weiß es auch nicht. Das ist halt der massive Selbstdarstellungszwang. Den habe ich auch, so ist es nicht, sonst darf ich nicht vor der Kamera sitzen. Aber ich denke halt, ja gut, du ja nicht. Nein, ich schmerz nicht. Ich denke auch nicht vorher noch. Manu, vergesst mir den Fünfer! Luki doch auch erst einmal! Oh, Entschuldigung, alle Vapor hassen mich jetzt wieder, wenn ich Raucher sage, aber mein Gott, geh einmal jetzt 25 Jahre ins Telefon und dann nicht mehr. Luki! Dann mach mal's WIA in der Kreisliga unter 6 Heubespü immer erst go net.
Das hast du schön erkannt, ja, Flori. Ja, man darf nur spielen, wenn man mindestens 2 Gustel in der Fotzen hat. Außer ich. Ich darf spielen, wann ich mag. Ich kann nicht. Weißt du, das ist wieder so 50-50. Die eine Hälfte schreibt, oh Gott, kein FIFA. Die andere Hälfte schreit, ja doch, FIFA. 2% schreien, was ist FIFA? Fitze, Fatze, weiß ich nicht. Überhaupt und sowieso. Weiß ich jetzt auch nicht, was man da tut. Ich glaube, dass es ganz lustig ist. Ich sag das, ich glaube, dass es ganz lustig ist. Ein 11-Mann-Team, jeder spielt immer Was ist denn los Figur. mit dir? Special Grades an den Lucky und an den Manu für seine Mitgliedschaft im Vollbier-Squad, bester Squad. Lieber Chat, ihr wisst, was das heißt. Eine in den Chat, habe dritt, Lucky, habe dritt, Manu. Leute, vergeht's gut, heute eskaliert es schon wieder. Manu, Lucky, vergeht's gut für eine Mitgliedschaft und an alle anderen, naja, passt. So, nächstes Video, How to Fußball. Das habe ich tatsächlich schon mal angefangen, ich hab's bloß verschmissen. Weiß ich nicht mehr, wo ich das hingebracht habe. Das war, glaube ich, gar nicht so schlecht gewesen. Bloß ich hab's einfach verschmissen. Ja genau, Samcrom Action, Vollbier Squad, Pro Clubs war halt Wahnsinn. Das ist der Plan. Das ist der Plan, einfach. Aber FIFA 20 braucht noch ein wenig. Und ich kaufe mir jetzt nicht für 60 Euro FIFA 19, wenn in 1,5 Monaten das Neue rauskommt. Das ist halt Schwachsinn. Ja. Ich glaube, dass das ganz lustig ist. Also, was ein Problem wird, ist über den Voice-Chat. Ja, wenn da 11 Leute drin hocken und über den Voice-Chat und dann, keine Ahnung, schreie ich umeinander, weil ich versuche, lustig zu sein irgendwie, das glaube ich geht in die Hosen. Aber 11 Leute der aufnehmen, die haben wir sowieso an jeden und es war vielleicht nicht schlecht, wenn du schon mal 1-2 Stunden FIFA in deinem Leben gespielt hast, ja, und nicht jetzt wegen mir das Spiel kaufst, dass du mit da mitspielen darfst, weil das auch Kass ist. Ich bin ein Rasen. Flori! Der Flori schon wieder, da machen wir wieder eine geistige und ja, jeder mag ja was anderes, aber so eine Community-Sache könnte man schon geil vorstellen. Um das geht's ja, das predigt man schon lange. Nochmal mehr, du brauchst jetzt mit dem Fünfer herschmeißen, du kriegst keinen Vogel mit dir. Merci dir. Und ja, keine Ahnung. Was ich dann aber auch schon glaube, in jedem sagen muss, ich bin auch nicht der FIFA-Pro, ja. Ich glaube, ich kann einigermaßen spielen. Es klangt für die untere Mittelschicht, aber mehr schon auch nicht. Weil ich Patrick, die ich gerade schon wieder lese, ich habe 285 Spielstunden in 19. Das sind 300 Stunden im Jahr, das ist einmal einiges. Jetzt weiß ich nicht, ob du arbeitest oder noch in die Schule gehst. Wenn du noch in die Schule gehst, bin ich auch beeindruckt, aber nicht so beeindruckt. Aber wenn du in die Arbeit gehst und hast 300 Stunden in FIFA, dann bin ich beeindruckt. dann sitzt du mir ins Eck und du Ekel stehst, scheinst Ekel, so wie es die Lehrerin früher gemacht hat, und halt mir mal. Okay? So. Ja, aber ich glaube, FIFA ist allgemein, was ist, entweder du liebst es oder du hasst es. Eigentlich hasse ich Fußball, aber FIFA und Fußballspiele haben mir schon immer gut gefallen. Ich habe bloß die letzten 10 Jahre ausgesetzt. Nur FIFA 17 habe ich besessen und halt bis Pro Evolution Soccer 5. Aber vorher, seit der Kindheit schon mit nicht Pro Evolution Soccer, wird es geheißen, International Superstar Soccer Deluxe, Super Soccer am Super Nintendo etc. immer gespielt. Ich weiß, FIFA 98, 99, FIFA 2000, 2001, 2003 und alle gespielt, war immer geil, aber irgendwann habe ich mich nicht mehr dafür interessiert. Deswegen glaube ich, kann ganz lustig sein. Und da können halt auch gleich 10 Leute mitspielen. Ja, nicht bloß 2, wie zum Beispiel in Shooter spielen wir sowieso nicht. Ja, das kleine klar ist. Siehe jetzt PUBG oder wie heißt das andere? Apex und so weiter. Ich hab keinen Bock, Shooter zum Streamen und dann die Gescheithaferl im Chat zu haben, die so viel besser sind und dein Aim, Alter. So, ja. Du willst, keine Ahnung, du willst bei mir im Stream herum bist wegen dem Gameplay. Dann hast du sowieso, hab's nicht verstanden, glaube ich. Oh Gott, Sibi zockt mit Mario Kart. Alter. Keine Ahnung. Ich brauche meine Monitore noch. Flori! Bilder den Stolmer dei ins Tor oder weil der MID da Gräser Wampen hut ja schon immer ins Tor. Gemiasen, die #Joke. Im Fußball war ich wirklich schlecht, also draußen tatsächlich am Feld, aber ich war nie so schlecht, dass ich Torwart machen habe müssen. Okay?
Dafür waren wir beim Basketball spielen gut. Mich da mal wieder NBA Live interessieren und so weiter. Das glaube ich gibt's gar nicht. Das heißt jetzt NBA Live 2K irgendwas, oder? Ist der neue Teil. Aber NBA Live ist nicht so gut. Das ist ja bei uns nicht so bekannt, Basketball, ja. Oder halt so beliebt wie Fußball. Wo wird FIFA dann gespielt? Wo? Ja, vielleicht auch noch wichtig, am PC. Sowieso am PC. Alles, was es auch für den PC gibt, aber auf der Konsole spielbar wäre, spiele ich trotzdem am PC. Weil ich kaufe mir nicht einen Monster-Maschinen-PC und spiele dann auf der PlayStation 4. Das geht nicht. Birger, du, was dämisch lustig? Was? Du, was dämisch lustig? Der Chris hat seine Tage. Welcher Chris? Der Trachtmann-Chris hat seine Tage. Nein, das glaube ich nicht. Das glaube ich nicht. Der Herr Samcrow ist am Start. Wir haben das letzte Mal mit einem anderen Streamer Golf with Your Friends und Wreckfest. Wreckfest war ganz lustig. Da hat es doch irgendwie das rausgekommen, da hat es doch eine Demo gegeben. Die habe ich mir kurz gespielt. Das war das hat mich ein bisschen an Destruction Derby erinnert aus den 90ern. Oder Anfang 2000er. War ganz cool. Golf with Your Friends. Das kostet doch nichts, oder? Auf Steam. Die Spiele waren eigentlich schon immer witzig. So ist es eigentlich. Golf with Friends. Was haben wir da jetzt mal den? Also ich bin für sämtliche Experimente, das ist vielleicht auch nochmal wichtig zu sagen, die wo ich normalerweise ablehne zu spielen, okay? Wie zum Beispiel Landwirtschaftssimulator, Minecraft, Fortnite, den ganzen Mist, den alle anderen spielen und so weiter. Da bin ich offen dafür. Ja? Bis zur Sommerpause hin drauf geschissen. Wer hat Bock auf einen Landwirtschaftssimulator? Ab in den Chat. Das darf mich jetzt interessieren. Was über FIFA schimpfe, aber ein Landwirtschaftssimulator senkt mich. Herr Schwarz, vergesst für einen Zirkel 21. So. Wir machen da jetzt eine Liste mit Spielen. So die Spiele nach der Sommerpause. Schreiben wir auf alle Fälle mal FIFA 20, Community Squad, Vollbier Squad. So. Das gibt's doch nicht. Kinder. Das gibt's doch nicht. Ich kann doch nicht. Sollen wir am Mittwoch Landwirtschaftssimulator ausprobieren? Sollen wir das tun? Sollen wir das tun? Scheiße, wie es ausfliegt. Schau dir das so. Weißt du, da kommt 100 Millionen Mal. LS. Ich kann jetzt nicht so ganz auslesen, von wie viele Leuten da 100 Mal dasselbe kommt. Aber ist ja wurscht. Der Herr Motor Mars schreibt zum Beispiel oft dasselbe, merke ich gerade. Tippt einmal bloß einmal. Herr Motor Mars, ich hab's schon mitgekriegt. So zählt's nicht. Ich will es ausflippen. Ja, dann weiß ich nicht. Dann lasst euch am Mittwoch einfach mal überraschen, was kommt. Der Mafia Move schreibt, ja, ich hab's gelesen, bitte nicht 100 Mal denselben Scheiß. Ja, oh, der Nightbot hat gerade zugeschlagen, der hat gerade irgendjemanden für 3 Minuten gesilenced, weil er 25 Mal denselben Scheiß schreibt. Leider Gottes hat der Herr Dingsbot das auf YouTube noch nicht so ganz umrissen. Sonst glaube ich, warten jetzt einige weg. Zumindest mal für 3 Minuten. Das ist erschreckend, wie viele Leute das keine Ahnung. Das ist ein bisschen, Half-Life 2? Alter. Half-Life 2 habe ich jetzt oft durchgespielt. Selbst auch wenn das letzte Durchspielen Minimum 10 Jahre her ist. Aber da habe ich allein in meinem Kopf so viele Momente noch drin, die ich noch weiß. Jenny! Cards Against Humanity mit der Community. Das ist hochgradig diskriminierende Kartenspiel, oder? Ich kenn's nicht. Ja, also ich kenn's, aber ich hab's noch nie gespielt oder hab mich noch nie damit befasst. Ich schreib's auf, okay? Ich schreib's auf. Für vor der Sommerpause, okay? So. LS19. Habt's mir soweit. Alles klar. Cards Against Humanity. Birko! Was kannst du eigentlich für eine Dampfe empfehlen? No Ad. Okay? Wird zahlt schon oft an. Also. Ich kann nicht empfehlen, weil früher habe ich noch nicht gehabt. Jetzt werden mir die ganzen Vapor herin wieder in der Luft zerreißen. Ich habe keine Ahnung nicht. Ja? Ich kaufe mir einfach ein Drum, probiere es aus, ist was habe ich Glück gehabt, wenn nicht dann nicht. Ich habe 2 Stück. Golf with Friends bis morgen noch 3,89 € auf Steam. Golf with Friends. Dann machen wir es doch folgendermaßen. Wie lange ist denn der Steam Sale noch?
Gibt's so einen Scheißdrecks Landwirtschaftssimulator, vielleicht ist es mal ein bisschen billiger. Was mir halt so widerstrebt beim Landwirtschaftssimulator ist, dass die Scheiße 30 € kostet. Egal, das ist halt... Und ich weiß halt, dass ich das nie wieder sprengen werde. Topset, at least consider Duke 3D. Oh, Mann mit Geschmack. Mann mit Geschmack. Sollen wir die Kinder mal ein bisschen Nostalgie beibringen? Einmal sagen, wo die ganze Scheiße eigentlich herkommt. Wo kommt Battlefield her? Wo kommt Counter-Strike her? Wer war zuerst da? The motherfucking Duke. Sogar Balls of Steel. Vollgas mein Mikrofon noch gesaubert, aber sag's kann. So, Shop. Guck mal hier Steam Shop. Ich mache meinen Steam Shop auf. Und hier Golf with your friends. Ist schon Golf with your friends, oder? Aber die ganzen scheiß DLCs, die brauche ich nicht. Was ist Golfing over it? Nein, das glaube ich ist nicht. Golf with your friends. Ja, ich glaube, ich kennt schon. Was ist mir da deren? Das muss das sein. Das hat über 15.000 gewährt. 3,89 €. Smurf, herzlichen Dank für den Tipp. Ab in den Warenkorb. Ich hab nämlich noch PUBG-Skins verkauft. Und hab dann noch 8,46 €. Da kann ich mir Golf with your friends gerade noch leisten. Hey, Herr Reisinger! Landwirtschaftssimulator mit deinen Kommentare war fix a Gaude. Ja, bin ich mir nicht sicher. Weiß ich nicht, das kann ja voll der Dreck sein, ich weiß nicht. Das kann ja völliger Dreck sein. Bin mir nicht sicher. Aber wir werden es wahrscheinlich ausprobieren. Ich sag's euch, wie es ist, vor der Sommerpause werden wir es noch ausprobieren. So, was ich übrigens gerade tue, um einen leichten Spoiler-Alarm für die nächsten 1, 2, 3 Streams irgendwann einmal zu machen. Ich kaufe mir gerade für 3,89 € Golf with your friends. Für mich selbst gekauft. Look, if you best. Stronghold. Oh, was heißt, sag mal, so alt ist meine Community, so jung ist meine Community dann doch wieder nicht. Ja, heute schon wieder, oh, The Long Dark kann man auch noch, aber das ist eher was für Nachhinein. Das ist eigentlich ein serious Game. Aber schreiben wir es mal, The Long Dark steht sogar drauf. Leute, Dankeschön übrigens an der Stelle. Ich muss jetzt kurz einmal schnell einkaufen. Moment. Ich stimme den folgenden Bedingungen zu. Steam-Nutzungsvertrag zuletzt aktualisiert am 30. April 2090. 2090, richtig, Birger, schön gelesen. Erst erzählst die Kinder ein bisschen was vom Lesen und dann liest selber einfach nix. Bezahlen mit meinem Steam-Guthaben 3,89 € kaufen. So, Florian, vergesst nicht für den Zwickel. Wenn wir nostalgisch werden, dann spiel Oleg Unreal Tournament oder Quake 3 Arena. Ich hab vorne in der Kiste, da hätte ich jetzt 5 Meter Luftlinie, habe ich eine Original-CD mit Hülle Quake 3 Arena liegen. Läuft das überhaupt noch? Oder explodiert der Computer, wenn ich das in der Windows 10 PC einstecke? So, ich hab mir jetzt gerade mal kurz Golf with your friends gehabt. Das kann ganz lustig sein. Kann man sich mal anschauen. Der Bast schon schreibt. Der Schnacksolöckl geht schon hinter dem Mikro in Deckung, weil der Bürger so viel sabbert. Ja, deswegen ist das Schutzschild. Das ist kein Plopschutz, das ist ein Latzal. Der Reisinger nochmal Wirtschaftssimulator mit einem Kommentar haben wir schon gesehen. Golf with the Friends morgen ab 3,99 €. Ja, okay, haben wir auch gesehen. Aber irgendjemand hat schon wieder mit. Das habe ich irgendeine. Lucky, Stronghold, habe ich gesehen. Herr Schwarzbürger, Alter, schaust am 30.08. auf der Tweet vorbei. Hashtag Müh. Ich weiß nicht, auf welcher der Tweet. In Klammern Müh. Es gibt wahrscheinlich 5 Millionen Tweets. Mit Müh. Aber egal in was für Mühe, wahrscheinlich eher nicht. Merci für deinen Zwickel. So. Dann mal Nase putzen. Und dann hat mir der Bierko gefragt, was für ein Dampfer das ich empfehlen kann. Regel Nummer 1. Ich mache da keine Werbung für Dampferei. Ich versuche mich in jedem Stream einigermaßen zusammenzureißen, dass ich nicht die ganze Zeit das Teil im Maul habe, ja, weil ich euch nicht dazu anstiften möchte, dass ihr zum Dampfen anfangt. Das ist weder cool, noch hip, noch irgendwie toll, noch irgendwie interessant und cool, noch sonst irgendwas. Der einzige Grund, warum ich dampfe, ist, weil ich vorher geraucht habe, wie ein verfickter, gebrochener Ofen. Und ich rede hier von ungefähr 1,5 Schachteln am Tag. Ich rede von 30, 40 Zigaretten am Tag. Okay? Wolpedinger, vergeht's gut. Das ist der sogenannte bürgerliche Sprutzschutz. Ja, genau. Ja, den braucht man aber auch. Was meinst du, wie oft das ich schon in die Kamera eingespült hätte, wenn das nicht da war, das Ding. So. Dann, alle, die rauchen, den kann ich wärmstens empfehlen, kauft euch irgendein so ein Ding. Ich mache keine Werbung nicht für was ich kaufe, ist mir scheißegal. Ich sag nicht, wo ich es kaufe. Und so weiter und so fort. Ich mag auch nicht angeschrieben werden von irgendwelchen Dampfer-Shops, was regelmäßig passiert übrigens.
Oh, ich mag keine Werbung dafür machen, ich will nicht. Wenn mir jemand danach fragt, dann sage ich es ihm. Ich habe da einen Aspire Speeder. Und da habe ich ein Innokin Proton Kit. Okay? So. Das erste Mal habe ich mir, ich weiß nicht, was das für einer war, da habe ich überhaupt keinen Plan gehabt. Einfach, geh mal Amazon, kaufst einmal das Erstbeste drum, passt schon, war ich ganz zufrieden damit. Dann habe ich mir aber sehr schnell festgestellt, was mir ganz wichtig ist, ist die Akkuleistung. Warum? Weil ich vom PC das Teil permanent in der Fresse habe. Da drin, ich werde mir jetzt die Frau Mrs. Waiting, habe ich gleich erschlagen, wenn ich jetzt irgendeinen Scheiß. Mr. Meatsman! Geil und fest bist schon einmal am Start, oder? Ich dampfelt da so, dass ich einen Bildschirm fast nicht mehr sehe. Ja, mir geht's ähnlich, wenn ich herin sitze. Wenn ich dann da alles zu habe, momentan nicht, weil es so heiß ist, und ich gehe dann aussehe und komme dann wieder rein. Habe die RRRRT. A-Kollege und die Hem seit nahe Woche an YT-Kanal. War geil, wenn's uns den durch Abo supporten kannst. War US-mäßig. Kinder, ich hab bloß Eigenwerbung gehört, sonst nix. Aber, ja, PUBG for Gaming, PUBG, irgendwas, mäßig für den Fünfer. Habe dritter Kollege und ich haben seit einer Woche einen YouTube-Kanal. War geil, wenn du uns den durch ein Abo supporten kannst. War mordsmäßig. Du bist nur, ich weiß nicht, wie lange du schon dabei bist bei meinen Streams und so weiter. Wenn sowas kommt, muss ich immer dazu sagen, wenn ich jetzt daher gehe und abonniere das, nachdem du mir einen Fünfer zahlst, dann fühle ich mich wie die dreckigste Nutte der ganzen Welt. Deswegen tue ich es aus Fleißen. Aber vielleicht habe ich jetzt ein, zweimal oft nur deinen Namen gesagt, dass irgendjemand mal da vorbeischaut. Ist das okay? Bitte spammt mich nicht mit Eigenwerbung voll. Bitte lasst meine Mods in Ruhe, weil die haben normalerweise, mir wundert es dass die Donation durchgegangen ist, weil normalerweise kommt der Max oder der Smurf und sagt sofort hier, und wenn 500 € daneben steht, scheißegal, weg damit. Ich hoffe, das ist nicht besser aufgekommen. So. Was mir ganz wichtig war, war die Akkuleistung. Da sind 2 x 3000 mAh Batterien drin, das sind 18650er. Und ich habe das Teil wirklich permanent in der Fresse. Das hält bei mir den dreiviertelten Tag. Ja? Und warum habe ich 2 Stück? Ich habe darum 2 Stück, weil wenn das eine leer ist, währenddessen steht das andere nicht beim Lohn. Verstehst? Und das andere ist dabei voll und mit dem dampfe ich die dann umeinander. Weil ich ganz genau gewusst habe, wenn das eine leer ist, dann muss ich ganz warten, ja, ist schon wieder weit aufgeladen und wieder rein ins Maul. So, den habe ich zuerst gehabt. Den hat ja jeder schon mal gesehen, weil ich ab und zu mal da dampfe. Da habe ich 2 Stück gehabt. Einen habe ich halt einen habe ich im Volksfest verworfen und deswegen habe ich mir einen neuen gekauft und habe ich den gekriegt. Das ist der Innokin. Gibt es eigentlich ein Elmo-Spiel? Das war er mal schon. Ein Elmo darf man nicht mehr erwähnen. Da wird YouTube sauer und sperrt meine Videos. Das ist nicht nett. So, ja, keine Ahnung. Den habe ich erst seit letzten Dienstag, glaube ich. Was mir an dem ganz gut gefällt ist, erstens, dass 5 Milliliter oben reingehen und dass ich dann nicht jetzt mit den Scheiß da oben schrauben muss zum Nachfüllen, sondern man kann da oben einfach hindrücken. Blub, dann schützt du da so ein kleines Lächeln da drin, schützt du da rein, machst du wieder dazu und ist fertig. Es macht keine Sauerei, es trifft nicht nix, es schmeckt geil, aus Amen. Alles andere, was kosten die Dinger? Ich weiß ehrlich gesagt nicht mehr. Den da habe ich in Stock schwul-weiß Gold gekauft, weil er reduziert war auf 35 € irgendwo. Wahrscheinlich war es der letzte und den wollte keiner, weil er pothässlich ist. Und kostet normal 65 €, glaube ich, und der da kostet 75 €. So ist es. Und umgerechnet habe ich im Monat ungefähr 300 € verraucht, okay? Normal rauchen. Und das Zeug, das muss ich jetzt umdrehen, damit man es nicht sagt, von wem das ist. Das habe ich da in so Literflaschen selber gemischt die drin und fülle das dann um in so kleine Flaschen und das dampfe ich dann und das dampfe ich 1,5-2 Monate ohne. Und ja, mit Nikotin, aber ganz wenig. Also auf einen Liter, ich weiß nicht, wie man es umrechnet. Das habe ich einmal irgendwann gemacht. Ich komme damit auch, wahrscheinlich ist es aber 2, aber ist wurscht. Ich tue in 1 Liter Flüssigkeit, tue 4 so 10 Milliliter, 20 Milligramm Nikotindinger rein. 4 Stück, also 40 Milliliter Nikotindinger. Ist das sauber 2 oder ist es wenig? Ich habe mit meinem iBite. Das ist wenig. Keine Ahnung. Also ich schmeck's auch nicht mehr als Nikotin. Man schmeckt das ja, das brennt ein wenig auf der Zunge und an der Lippen und so, wenn es 2 ist. Ja. Ja. Der Blackswell schreibt, Buhu, Tankverdampfer, du musst einen Tröpfler haben. Ich weiß nicht, von was du redest, Alter. Das Liquid Drachenblut war nicht zu übersehen. Ja, fast. War kein Drachenblut. War, Moment. Du weißt, das heißt Red as There. Heißt aber fast so.
Ist fast dasselbe. Ich kenn's Drachenblut. Schmeckt fast genauso. Normalerweise dampfe die aber Suizidcat. Was für Liquid hast du, C-Fix? Bier! ich rauche bloß 2 Geschmäcker. Das Red Aster seit kurzem, seitdem ich die neue dampfen habe. Seit einer Woche. Und ansonsten Suicide Cat ist halt babsüßer Scheiß. Da ist noch ein bisschen Menthol drin. Oder Anis drin. Anis. Das ist die Mehrzahl von Anus übrigens. Und zirkt halt mehr rein im Hals, da habe ich ein bisschen Probleme am Anfang. Da müsste mein LP da, servus, ich bitte Sie. Ja genau, du, was ich hin das Heftel, ja, sagt schon. Ja, das ist gut. Bitte, Herr MyLP, Dingsbums P, schreibt mir bitte auf Discord oder über Facebook. Bitte schreibt mir an, nicht in der Öffentlichkeit, keinen Kommentar drunter schreiben. Herr Geibefee, was? Den Tröpfler hat er in der... Hauptsache, du kannst gescheit nicht schmeißen. Aber merci für deinen Euro. Leute, schreibt soll mir das der MyPLP da. Die haben schon gesagt, Mietsman, mein Späßel hat dieselbe Dampfe, die ist super. Vaporesso, das ist der Tank, macht da einen super Job. Ist das da Vaporesso? Keine Ahnung, der war einfach schon dabei, so stand der Tank da oben. Und der Coil ist der wo als Ersatz dabei war. Ich weiß nicht, wie es heißt, ich hab mir die dazu gekauft. Es ist mir alles scheißegal. Es ist die Leute, die da der verfickte Wissenschaft daraus machen. Leckt's mir am Arsch, ich möchte, dass es dampft und dass es mich nicht nach Nikotin suchtelt. Das ist alles. Ja genau, Mr. MyPLP, schreibt mir bitte auf Facebook am besten noch. Nicht in der Öffentlichkeit deine Adresse irgendwo hinschreiben oder sonst kriegst du wahrscheinlich Stress. Herzlichen Glückwunsch. Also ich gagel da das da drauf, was dazu geschrieben was ich glaube es war Franziska mag Würst. Und signiere das Ding und schickst dir dann. Okay? Übrigens cool, dass du da bist. Also ich kenne mich mit BF nicht so aus, aber ich versuch's mal. Was mit BF? Wahrscheinlich Facebook. Wenn du siehst, dann kommst du ins Discord, da kannst du mir aufschreiben. Markierst meinen Namen und schreibst mir oder auf Facebook oder eine andere Alternative, wo kannst du noch schreiben? Instagram schaue ich nicht an. Das übersehe ich. Ja. Herr Geistler, Bürgerschiene Christus der Steiermark, ich wünsche dir noch viel Erfolg und Glück in deinem Leben. Mach weiter so, bist der Geilste, versteht zwar nicht alles, was ist bei zusammenredet, aber das geht schon. Mach weiter. Herr Geistler, das verstehe ich fast gar nicht, dass du nicht alles verstehst, was ich sage. Das kann ich fast nicht verstehen. Das sehe ich am Lesen deines Textes schon erst einmal Respekt, dass du Sätze schreiben kannst. Das ist schon mal was wert. Und was sollst du sonst dazu sagen? Außer Franziska! Was ich da immer noch drüber lachen kann, 1,5 Jahre später. Den Witz hätte ich viel mehr ausschlachten müssen. Sagt es, was es ist. Sagt es, was es ist. Der Witz soll eigentlich gar keiner gewesen sein, aber keine Ahnung. 2 Sachen, an die mich die Leute bis heute erinnern. Franziska! Wo ist denn Heisel? 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 Heisel wo? Heisel? Das werde ich nie verstehen. Beides war nicht, ja gut, der Heiselwitz schon ein wenig, aber das Franziska-Ding, das war nicht als Witz geplant. Das werde ich nie verstehen. Naja. Gut, so, haben wir fertig mit. Jetzt dampfe ich mir aber auch erstmal sauber in den Pfutzen. Mir ist übrigens auch nicht wichtig, dass das da Vollgas raucht und was weiß ich. Hauptsache, es hält mich vom Rauchen ab und es schafft seit einem Jahr 7 Monate und 8 Tage. Hätte ich mir übrigens niemals gedacht. So, was ist hier? Top 5 Tegernseher oder Augustine? Was erlaubst du dir? Gustl natürlich. Welche Frage ist das? Es kommt kein Bier, ist besser wie der Gustl. Du brauchst dich gar nicht fragen. Kommen die von dicht und ergreifend auch aus London? Nein, aber aus der Nähe, zumindest einer. Vega, wo ist ein Heisel? Habe ich meinen Freund kennengelernt. Was, das habe ich auch nicht kommen sehen. Weil ich sitze da herin, drehe mich im Kreis und red die dümmste Scheiße, der mir einfällt. Und sie erzählt mir 1,5 Jahre später, ja, wo ist ein Heisel? Lernen Sie Ihren Freund kennen. Wenn Sie heiraten, möchte ich eingeladen werden. Ja, nein, das war jetzt ein Gaudi. Lasst es. Nein, weil sonst lassen wir wieder alle auf eine Hochzeit ein. Nein, ich komme auf keine Hochzeit. Auf keine. Okay? Gut, passt. So. Kennst du oder kimmst du Donau in Flammen? Ich kenn's, aber ich komm da nicht hin. Spielvorschlag von mir. Team Fortress 2. Das gibt's noch. Spielt das noch jemand?
Was ich übrigens auch mal, also eher nicht, ist auch ein Shooter. Was ich noch denkt habe, ist DayZ. Community Event DayZ. Wer hat DayZ? Ab in den Chat, wer hat DayZ noch? Da ist ein Patch gekommen, spielt sich ganz cremig, habe ich letzte Woche mal kurz ausprobiert. Ja, und übrigens, Frau Kernl, der Wäschekorb steht immer noch genau da, wo er auch vor 4 Wochen gestanden ist. Wann habe ich jetzt Geburtstag gehabt? Ziemlich genau vor einem Monat. Heute ist der 8. Am 9. Juni habe ich Geburtstag. Da habe ich da draußen am 9. in der Nacht wahrscheinlich hat die Bürgerin Bock und hat ihn da hingestellt. Und Decke geworfen. Seitdem steht er da. Ja, da steht er gewürzt, da feiert ihm nichts. Zapft, ihr Narren. Der König hat Durst. GTA 5. Nee. Wenn ich einen Singleplayer nicht schon durch hätte, hätte ich gesagt, ja. Aber Multiplayer und so, nee. Spielvorschlag Horizon Zero Dawn. Ja, vielleicht, wenn ich die Konsole besorge in Richtung Herbst-Winter. Da wo wir sowieso wieder ein bisschen, da müssen wir wieder ein bisschen anziehen. Ja, da werden wir mir unsere VR-Brille leisten, dann werden wir Horrorspiele spielen und sämtlichen Blödschiss machen. Der Seppi hat noch Daisy, der Ice Shade schreibt, ja, Daisy! Okay, da haben tatsächlich noch Leute dabei, die immer noch Daisy spielen. Habe ich nicht damit gerechnet. Und ich glaube, das kann dann mal ein ganz netter Abend sein, so gemütlich, ein bisschen umeinander looten, bla bla bla. Ja, aber ich denke, vielleicht mal ausprobierbar. Servus Bürger, Trouble in Terrorist Town, TTT wäre cool. Das habe ich noch nie gespielt, aber der Song Failure, das ist cool. Da habe ich es nicht schon ein bisschen ausgelutscht, ich weiß nicht. Aber der Bürger auf dem GTA Roleplay Server war geil. An das habe ich ehrlich gesagt auch schon mit dem. Das ist was anderes wie das da. Keine Ahnung. Da müsste man eine Figur finden. Für einen Roleplay Server, da war zum Beispiel einmal 3. Moment, ich muss kurz das unangenehme Unterhosengefühl entfernen. Da wo wir vorher einen Bull draufgeschüttet haben. So. So, altes Life, genau. Altes Life heißt der. Maximal hat es geschrieben, altes Life, alte Zeiten. Genau. Eine Figur erfinden und in altes Life nur Scheiße bauen. Und Bullen noch fangen. Das ist das Geilste. Das war auch richtig lustig. Aber da hast du so richtig geil gemerkt, einen bayerischen Typen, der da am Psuffer ist. Ich weiß nicht, ob ich einen guten Psuffern mimen kann. Weiß ich nicht. Das müsste da spontan passieren. Keine Ahnung. Aber dann müsste die eine gehen, okay, wir planen mal einen Psuffern und gehen einfach hin und machen einfach mal. Sexy time. Und mir heißt mal Gustl. Ich bin der Gustl, Alter. Ich bin der Gustl, Alter. Der hat da hinten für so ein Kalbi gesehen. Ich hab Lauf, hoi. Zu auf, ich weiß nicht. Frau, das ist ein Scheiß, Alter. Und das wird nicht hier, die verstehen doch kein Wort, was ich rede. Oder einen bayerischen Choleriker. Oder beides. Einen bayerischen Psuffern Choleriker. Namens Gustl. Ja, ich weiß nicht. Ich weiß nicht, ob ich da der Richtige dafür bin. Ich weiß nicht. Das müssen wir eigentlich einfach mal ausprobieren. Der MyPLB schreibt, habt ihr über Facebook geschrieben. Moment, das werde ich kurz überprüfen. Ja, ich lese jetzt deinen Namen nicht vor, weil das geht kaum, was du bist, heißt und überhaupt nicht sowieso. Jetzt, ja, genau. Ich schreibe da nachher oder spätestens morgen Mittag irgendwann, wie es weitergeht. Das ist okay, aber du kannst mir währenddessen schon mit der Adresse zusammenschreiben. Unterhosengefühl ist wie einen alten Klettverschluss abziehen. Was? Und nimmt er gerade die Weisheiten her, dieser Geilbüffel. Bei manchen macht das selber Geräusch fragwürdige Geschichte. Gewitter im Kopf hat ein neues Video, ganz lustig. Ja, Video, ja, vielleicht später noch. Obwohl es ist schon wieder halb 10. Ja, haben wir keine Zeit mehr für Video. Wir müssen uns noch was überlegen, was wir noch spielen. Was haben wir jetzt alles auf dem Zettel stehen? Ja? Merci Leute übrigens an der Stelle. Ja, Landwirtschaftssimulator 2019. Und wenn, dann machen wir Community-Zock, okay? Hans Mampf, geht's gut, oder? Für den Fall, ich habe bloß ein gescheites Gummibandel. Ich weiß, wie du da schrickst, das hält sonst nicht lang. Ja, gut. Ich mach's mit dem Panzertape fest, das ist okay. das kriegen wir schon irgendwie hin. Ich habe sowieso ein bisschen Bedenken, aber da hat letztes Mal schon jemand gesagt, das ist kein Stress wegen der Brühen. Ja, also ich brauche den Brühen da drin, unbedingt, sonst wird man wahrscheinlich erstens schlecht und zweitens sehe ich halt einfach nichts. Aber gut. Was wäre mit Indie-Horror-Games, also so Kickstarter-Spiel? Ja, Visage ist zum Beispiel sowas. Aber Horrorspiele jetzt vor der Sommerpause nicht mehr. Jetzt brauchen wir wieder eine Flaute nach Layers of 4.2, damit Visage dann so richtig aufs Maul gehen kann. Okay?
So, wir haben einen Landwirtschaftssimulator 2019. Wenn, dann spielen wir miteinander. Ja, ich sage auf was vom Server, dass ich bin. Kann ja jeder daherkommen und kann machen, was er möchte. Ich kenne mich sowieso nicht aus. Ich tue ein bisschen Bulldog fahren. Weiß ich, was tut man da so? Bulldog fahren. Ja, ich werde 2 Stunden mit dem Bulldog im Kreis fahren und ein wenig Samen umeinander schmeißen. Würde im echten Leben auch. und dann sehen wir es schon. Dann haben wir noch Cards Against Humanity, da werde ich mich damit befassen bis Mittwoch. Und dann haben wir noch Golf with Friends. Dann haben wir gerade auch schon geschmerzt, DayZ. Ja, wo ich bei DayZ ein bisschen skeptisch bin, ist, wenn ich ganz offen sage, was für Server und so weiter, dass ich halt extrem gesniped wird. Das wird wahrscheinlich passieren, und wenn das passiert, dann werden wir das Spiel wechseln. Oder wir machen dann einen Blade-Schmerz draus, weil dann kannst du vergessen, dass du spielst. Dann hast du jemanden Vollgas equippen, der rennt dir die ganze Zeit nach und der schießt dir aus dem Nix. Ja, und wichst sie drauf an und trololol. Das ist weder cool, noch lustig, noch irgendwas einfach nur nervig. Und ja, das sind die Leute, die haben damals im Sportunterricht schon als letztes gewählt worden und haben immer ganz hinten gesessen und haben sie in den Säckel stehen müssen. Die Leute haben die. An Witcher! The Witcher 3 spielt tatsächlich momentan privat, weil ich mordsmäßig geil auf Cyberpunk 2077 bin. Da werden wir auch nicht mehr over. Außerdem werden wir mit Witcher nicht fertig. Das Spiel dauert 150 Stunden. Schafft man nicht. Wir haben noch ungefähr 10 Streams bis zur Sommerpause. Oder 12. Das ist voll! Liebe Grüße aus der Schweiz und grüß mal den Florian, der kommt auch aus Bayern von Boden. Pomoes! Mais. Oh, von Pomoes! Du weißt, was ich dir sag. Erst einmal, Special Grützeli an die zweiten Lieblingsnachbarn, weil die eine Hand quasi rechts, die andere Hand links. Tatsächlich Himmelsrichtung mäßig, ja, nicht politisch. Österreicher und Schweiz, Special Greets, merci für den Fünfer. Und Grützeli an den Flo, der im Bomors hockt und sagt, holy shit. Merci dir. Birger, als Bayern muss man doch wissen, wo ein Landwirt macht. Schreibt der Sebastian Friedrich. Stimmt. Und als Bayern muss man in der Regel ja wissen, wie man einen Satz vollendet. Da haben einige Schweizer mittlerweile da. Also früher war das immer einer, der Quotenschweizer, so irgendwie. Jetzt lese ich schon wieder. Hier, ich bin auch von der Schwarz. Bin auch von der Schwarz. Birger, gibt so eine Fotzen. Du mag ich nicht sagen, weil sonst kommen wieder die unterfegelten mit 40er Milfs, die mir dann verzeihen, Birger Mongo darf man nicht sagen. Ja, aber wenn ich kleine Kinder verarsche, ist das schon in Ordnung. Birger Mongo darf man nicht sagen. Okay, passt. Der Kuchenmampfer HDTV schreibt, wie lange ist die Pause? Ich habe vielleicht auch noch mal gesagt, Sommerpause, bin ich weg. Was war der letzte Stream? Mittwoch, Mitte August, also in 4 Wochen irgendwann. Ja, der letzte Stream ist am 14. August. Ich möchte es bloß jetzt in jedem Stream gesagt haben, damit sich keiner wundert, wo ist denn kein Stream? Und kommen wir wieder, wenn die Schule beginnt, in Bayern. Ja, also am 9.9. oder 11.9. irgend sowas. Das Hello Kitty Spiel werden wir auch spielen, das verhört sich aber auch nicht in der Sommerpause. Ja? Weil irgendwie sagt mir mein inneres Gefühl, dass wir beim Hello Kitty Spiel mehr Zuschauer haben werden als im Februar und März. Falls ihr wisst, was ich sagen möchte damit. Yo, GTA war auch geil, aber mein Favorit ist nur wie Worms 3D oder Frontschweine. Die geilen uralten Spiele. Der Freiler schreibt, Bumors, Alter, Bumors! Mafia 3 hat eine super Story. Ja, Mafia 3 habe ich ja auch schon mal angefahren, also privat noch, aber das war mir einfach ein schlechtes Spiel. Das war einfach nicht fertig. Der Herr Jan van Peek schreibt, bester Lückenfüller, Ultimate Hard Pass Defense ist auch bei Stream groß geschrieben. Geh jetzt auf Steam und schaust dir an und schreib's auf. Ich bin jetzt aber massiv gespannt, was das für eine Scheiße ist. Nichts für ungut, aber ich bin gespannt, was das für eine Scheiße ist. So, wie war's? Ultimate Hard Pass Defense. Ultimate Hard Pass Defense. Oh, das kannst du sagen auf die 95 Cent. Das muss gut sein. Bürger, machen wir einen Stream, wo du Fortnite installierst und wieder deinstallierst, wenn es beim Ladebildschirm. Okay, nein, das schreibe ich mir nicht gerade auf. Nein. Und dann Minecraft spielen. Das war eigentlich ja ganz geil. So, wo waren wir stehen? Was war das? Hardboss? Sonst irgendein Scheiß? Was war das jetzt wieder? So.
Ich schau mal mit Gott, was ist denn diese? Колбасер по пояс голый. Бочка бас колбасит солод. Бочка бас колбасит солод. Бочка бас колбасит солод. Бочка бас колбасит солод. Колбасер по пояс голый. Бочка бас колбасит солод. Бочка бас колбасит солод. Ich tue das jetzt auf Vollbild. Das glaubt's mir nämlich nicht. Was ist das? Counter-Strike für die Lebenshilfe. Бочка бас колбасит солод. Ich mach Vollbild. Achtung. Колбасит солод. Колбасер по пояс голый. Колбасер по пояс голый. Бочка бас колбасит солод. Бочка бас колбасит солод. Бочка бас колбасит солод. Бочка бас колбасит солод. Колбасер по пояс голый. Бочка бас колбасит солод. Бочка бас колбасит солод. Бочка бас колбасит солод. Колбасер по пояс голый. Бочка бас колбасит солод. Бочка бас колбасит солод. Колбасер по пояс голый. Бочка бас, бочка бас, бочка бас, 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 бас. Бочка бас, колбасер, бочка бас, колбасер, бочка бас, колбасер, голый, голый, колбасер, бочка бас, колбасер, бочка бас, колбасер, бочка бас, колбасер, голый, голый, колбасер, бочка бас, колбасер, бочка бас, колбасер, бочка бас, колбасер, голый, голый, колбасер, бочка бас, колбасер. Wann ist das geworden? Wie lange dauert denn das? Бочка бас, бас, колбасер, бочка бас, колбасер, голый, голый, колбасер, бочка бас, колбасер, бочка бас, бас, колбасер, бочка бас, колбасер, голый, голый, колбасер, бочка бас, колбасер, бочка бас, бас, колбасер, бочка бас, колбасер, голый, голый, колбасер, голый. А мне мама говорила, колбасер. Was soll jetzt der Song dazu? Was soll jetzt der Song dazu? Außer dass ich ein Sauerstoffzelt brauche. Ja, passt schon. Bitte sagst mir, dass es jemand mitgeschrieben hat. Hoffentlich nicht. Verdammte Tastatur, ich kann nicht mehr schreiben auf dem Scheißteil. Was? Nein! So. Hebelger war jetzt der Heubestand grad bei Tore ändern Schuhe. BOS Wahrheit oder Schmerz. Immer nur ein schmalen Stil. Ich hab nichts gehört, es tut mir leid. Ich hab, das ist die Erweiterung von der Schlussszene in Visage, wo das Anschluchthändel im Raum 304 abdanzt. War das Raum 304 schon? Das weiß ich gar nicht mehr. Ich bin aber Black gesoffener Volldepp. So. Jetzt muss ich kurz mal schnell schnaufen. Verzeihung. So, wo haben wir? Da haben wir. So, wer für das übrigens nicht auf Like drückt, den mag ich nicht mehr. Like drücken, jetzt. So, wo waren wir? Jetzt muss ich muss erst mal schnaufen. Unterhaltet euch einmal kurz. Ich muss mal schnaufen. Ach, ich habe ja einen Ventilator, der regelt das. Moment. Ah. Genüsslich. Genüsslich. So. So, jetzt haben wir es. Jetzt haben wir eine gute 100 Leute aus dem Stream verspringt. Der Flori hat was da lassen. Hey Birger, war jetzt die halbe Stunde gerade beim Bier trinken? Habe ich was verpasst? Oder schmerzt immer noch an Schmarrn? Sehr rhetorische Frage. Ich habe ehrlich gesagt vergessen, um was das gegangen ist. So. Jetzt pass auf, was haben wir noch?
Also ganz ehrlich, das spielen wir nicht. Ich kann dir genau sagen, wie das ausschaut. Da rennen irgendwelche Bikini-Tussis umeinander und schießen auf irgendwelche... Was ist denn das wieder? Wer lustige Russ hat da wieder eine Idee gehabt, ja, ich mach Counter-Strike, aber besser. Und dann hat er mittendrin festgestellt, ja, ich kann's doch nicht. Ja gut, und das ist geile Techno-Musik rein und ein paar Depth und irgendwelche Monster und Peng, Peng. Peng, Peng! Ich weiß es auch nicht. Bitte tu das in jedem Video im Hintergrund eine Stadt am Defiliermarsch, bitte. What is love? What is good splash? What the rush be blood? Vorteil bei Minecraft, du findest endlich das Heisel. Weil du es einfach selber baust. Minecraft, sollen wir mal in die Community sagen, Minecraft mal. Ich schreibe es einmal auf. Bei Minecraft bin ich mir nicht so hundertprozentig sicher, weil da ist das Potenzial, dass andere Leute nur Scheiße machen, einfach zu hoch. Und Minecraft hat halt jeder. Ich mag behaupten, dass wahrscheinlich von da herin bei 350 mit Twitch 400 Zuschauern mit Sicherheit, wie soll ich sagen, 200 Minecraft haben. Da komme ich wahrscheinlich hin. Schau der Gewitter im Kopf, nein, heute nicht. Wenn ich mir jetzt noch tot lache, dann kriege ich einen Herzinfarkt und liege am Boden. Wir wollten doch über noch irgendwas schmerzen. Über was wollten wir noch schmerzen? Ob's Neues muss her, aber was? Landwirtschafts 2019. Mal eine Runden Daisy. Minecraft oder spielen wir mal Fortnite? Sollen wir mal eine Runden Fortnite spielen? Sollen wir es uns einmal anschauen wenigstens? Ja, normalerweise bin ich über der so schau, dass ich erst einmal und dann sage ich jetzt ab. Im Fall von Fortnite bin ich aber eher so, ich schneide mir meine Hände ab und zock nie wieder. Was haben wir noch? Und wie lang? Und warum? Und überhaupt? Alle sofort. Na Gott, komm Fortnite! Oh Gott, komm Fortnite! No! Tourette. Jo, über Tourette. Wenn es schafft, richtig zum Schreiben, dann vielleicht. Tomb Raider 1 oder 2, müssen wir übrigens auch noch Shadow of the Tomb Raider fertig spielen. Das ist übrigens auch der Plan, dass wir das in den 12 Sitzungen hinkriegen. Dass wir der Tomb Raider fertig ist. Da hat es beim letzten Mal, da habe ich dann nicht mehr Menge. Da weiß ich nicht, da war ich fertig mit der Welt. Ich gebe dir ein $10, wenn du kein Fortnite spielst. Bitte? Bitte nicht, ich spiele kein Fortnite. Das werde ich nicht tun. Mir wundert es ja eh schon, dass nicht der ganze Chat völlig eskaliert, wenn ich sage, ja, kann man uns einmal Minecraft anschauen. Normalerweise war nämlich über Minecraft so das Hassspiel, ja. Jetzt ist aber halt Fortnite gekommen und hat Minecraft so von dem Thron gestoßen. Und dann meint der jeder so, ja, jetzt brauchen wir hier mal einen PUBG, dann brauchen wir mal einen Apex und was weiß ich. Mr. Jelka Jinx! Was ist jetzt mit WOs ist jetzt mit Golfen? Steht auch auf der Liste. Steht auch auf der Liste. Also wir werden heute nicht mehr golfen. Sollen wir jetzt eine Runde golfen? Machen wir am Mittwoch. Am Mittwoch kommt irgendwas, wo irgendjemand mitspielen kann. Entweder der Landwirtschaft, sagen wir, Herr Kreuzbot, bitte nicht vorteil, nicht, ich mag nicht, dass mein Lieblingsbein drüben einen Schlag verkriegt. Aber wir werden aus 400, 500 Zuschauern 5. Wie früh, dann weiß ich wieder, wie es früher war. Der Herr Kiener schreibt, spiel Metro Exodus. Ja, das hätte ich mal da sollen, das habe ich privat durchgespielt. Da haben wir mal angefangen damit, dann habe ich gemeint, das ist nicht das richtige Spiel für den Stream. Das war noch sehr früh in diesem Jahr, da wo ich mir gedacht habe, na, das ist vielleicht nicht das Richtige und hab mich dann total vertan. Das Spiel war eigentlich ziemlich geil, war ziemlich gut sogar. Spiel Thief Simulator, das ist genial. Das habe ich schon mal gesehen, wir spielen das noch, das spielen doch auch andere größere YouTuber, die wo sich dann drüber lustig ist, kann man uns mal anschauen. Ja? Wenn man nichts mehr weiß, naja. Also Bloodborne ist ein Konsolenspiel. Wenn Bloodborne 2 einmal für den PC käme und das dann auch für den PC, dann war das toll. Der Hand of Blood spielt das. Ja, immer noch. Oder ich kenne ein Video, das wo ich irgendwann mal gesehen habe, da später das, aber ich kann mir den halt länger für 3 Minuten anschauen. Er ist witzig und alles, das verstehe ich alles, aber ich kann es mir einfach nicht anschauen. Wenn alte Spiele dann richtig, ich schmeiße mal Pac-Man und Super Mario in den Raum. Super Mario. Die Frage, was für uns? Super Mario Brothers auf dem NES. Das wird schwierig. Weil bei Nintendo kriegen wir allgemein ein Problem, weil das müssen wir über einen Emulator spielen und dann kann ich darauf warten, bis eine Abmahnung ins Haus flattert.
So, wir wollen jetzt das wieder fix machen, Kinder. Der Eskimo Flip! Habe dritt! Wie war's mit Empire Earth? Kennst du das noch? Ja, ich glaube schon. Moment, das muss ich mir kurz in YouTube eingeben. Aber das war ein Strategiespiel, oder? Ob ein Strategiespiel das Richtige für den Stream ist. Moment. Empire Earth. Ja, oh, leck ist das lang her. Naja, ich kenn's schon noch. Ich kenn's schon noch. Also um euch nur mal schnell zum sagen, wie die Grafik ausschaut. Habe auch schon mal überlegt, ob wir mal alte Spiele anschauen sollten und so. Aber das ist halt einfach, da kann ich weder was absagen, noch irgendwie, da kann ich keine Unterhaltung rausziehen. Ja, das geht nicht. Schaffe ich nicht. Weil ich immer wieder lese, Dark Souls, das will so gern beim Failen sein, gell? Wenn ich euch jetzt aber sage, dass ich wahrscheinlich 200 Stunden in Dark Souls 3 habe und Sekiro schon zum 3. Mal durchspiele, dann ist es vielleicht gar nicht so lustig, wenn man mir beim Dark Souls spielen zuschaut. Wenn ich eigentlich außer dem 2. Teil alles auswendig kenne. Aber den 2. Teil kann man mal spielen. Das habe ich ja ursprünglich schon geplant. Ich wähle dich! Monkey Island 1 bis 3. Die Attacke kämpft wie eine Kuh. Wie passend, du kämpfst wie eine Kuh. Na, also das ist wirklich, da wollen die Nostalgiker-Kicks in. Monkey Island 1 ist eines der ersten Computerspiele, die ich überhaupt gespielt habe bei meinem damaligen Nachbarn irgendwann 1990 oder so. Oder 91, da vorne, nicht weit weg. Landwirtschaftssimulator! Ja, wird wahrscheinlich kommen. Ich sag's euch einmal so viel, bis zum September, bis zur Sommerpause wird vielleicht einmal der Landi, wird vielleicht einmal kommen. Red Hood schreibt, The Sinking City ist zu viel zum Lesen. Ich habe mir da kurz einmal Let's Plays angeschaut und Tests angeschaut, so, das ist sauber zu viel zum Lesen. Also ich habe kein Problem damit, Dinge zu lesen, aber das ist nicht sehr unterhaltsam für den Stream. Ja, aber ich halt doch deine. Es war alles klar. Oh, der Cooking Simulator. Hier der 10 näher für kein Fortnite PS-Spiel Cooking Simulator. Den kenne ich sogar. Merci dir. Das war übrigens ein Gaudi, wie ich gesagt habe, mach. Und jetzt hat nicht nach Cooking Simulator gesucht, sondern Fortnite.com Download. Klick. Merci dir. Jetzt pass auf, der Cooking Simulator. Ja, gut, ist dann aber viel sprechen muss mehr. Kommt mir auf die Liste. Ich habe jetzt eigentlich einen anderen Cooking-Dingsbums gehabt. Da gibt es auch das, wo man zu viert miteinander in der Küche steht und irgendeinen Scheiß da muss. Das habe ich eigentlich gemacht. Oder ich glaube, einen Cooking-Simulator müsste man mal noch vor einen Landwirtschaftssimulator stellen, weil ich glaube, da kann man sehr schön ziemlich viel geilen Blödsinn produzieren. Schauen wir mal. Herr Crossbot! Ich kann das Super Mario Bros. 3 für Nintendo NES leider dann können die Apps nichts sagen von wegen Raubkopie. Da haben wir schon einmal geredet. Das glaube ich warst auch du. Du hast gesagt, ja, das schicke ich dir einfach. Nein. Wenn wir irgend so ein altes Spiel spielen, dann schauen wir uns sowieso hier Zelda Ocarina of Time an. Ja? Aber das dauert auch länger wie 5 oder 6 Streams, weil ich dann nicht mehr alles weiß. So. Jetzt muss ich mal da... Hoppala.
Habe ich das falsche zugemacht? Ja, sicherlich. Musik zu laut. Da war mir die Musik zu laut. So. Das da. So, wir wollen jetzt der Herr Geibiffi. Gute Intro-Musik fürs nächste Bier gekocht. Das neue Kochstudio. Es kommt was anderes als Kochstudio. So viel kann ich schon mal verraten. Wie ihr nächstes bei Landi denn macht ja also gleich Vollgas mit 16 Leid oder Venga. Und wie ihr kimmt mal du denn eine in der Auswahl D. Also, das Auswahl, ich weiß weder, wie man im Landwirtschaftssimulator muss man da Leute einladen, gibt es da offizielle Server, keine Ahnung. Es wäre wahrscheinlich so laufen, ich gehe irgendwo auf, wenn es offizielle Server gibt, ich gehe irgendwo auf die offiziellen Server, wer als erstes da ist, kommt eine, wer nicht, der nicht. Ja? Und wenn dann, da drin gibt es da Ingame-Voice, wenn es da Ingame-Voice gibt und es wird umeinander geschrieben, wird Ingame-Voice einfach deaktiviert. Und ich ignoriere es weg, dann wird bloß geschrieben. Und wenn irgendjemand Scheiß macht, dann gehe ich wieder raus und dann spielen wir Cooking Simulator. So, nach dem Stream spielst du dann einen Cock-In Simulator. Vielleicht aber, ich finde einen Cock-In-Out Simulator besser. Ha! Birgers Kochstudio, natürlich ein Cooking Simulator. Das ist eigentlich nur, der ist dafür gemacht. Ja. Was soll ich jetzt so sagen dazu? Landwirtschaftssimulator 2019. Haben wir schon Code, steht schon auf der Liste. Du kannst deinen eigenen Server erstellen, wo du uns das Passwort sagst, dass wir dann reinkommen. Ja. Keine Ahnung, wie das funktioniert. Das werde ich mir aber dann werde ich dann schon ausfinden. Also ich gehe dann her und werde mich einen Tag davor kurz mal befassen mit Server erstellen und dann sehen wir es schon. Ja, wer zuerst da ist, mal zuerst. So einfach werden wir es machen, weil sonst warnt wieder die eine Hälfte und die andere und so weiter. Es gibt einen Flip! Aber man muss sagen, die alten Spiele von der PS1 und so kann man immer wieder mal spielen. Nostalgie. Ja, da bin ich mittlerweile ein bisschen anderer Meinung. Herr Melonmaster, merci für den Euro und an den Eskimo Flip auch. Ganz ehrlich, so wie ich die alten Spiele in Erinnerung habe und sehe die dann jetzt einmal wieder, ich habe da so also Facebook-Seiten geliked, die immer wieder Videos von alten Spielen bringt und sehe dann die alten Spiele. Ich muss sagen, auf der PS1 war halt die Grafik schon unterirdisch beschissen. Muss man aber auch mal dazu sagen, das ist 25 Jahre alt, das Ding. Das darf beschissen sein, aber gut. Was? Birgers Mammuterkundung? Was für Mammuterkundung? Nee. Der Bürgermeister schreibt, wann kommt mal wieder ein Video? So schnell nicht, je öfter, dass sie mich fragt, desto länger dauert's. Tourette nur 5 Minuten deiner Lebenszeit. Nein, halt nicht. Spiel mit Ziegensimulator oder mal wieder Tourette. Ihr müsst doch irgendwann einmal gespannt, dass ich immer genau das Gegenteil von dem tue, was ihr mir sagt. Ist das eigentlich noch keinem aufgefallen? Ein scheiß Goat Simulator, der ist mir zu alt, der ist nicht mehr lustig. Ja? Da hat jeder andere schon jeden Witz außerkratzt, den es gibt. Und ich habe auch schon einen Goat Simulator zu oft gesehen, dass ich wahrscheinlich anfange, die Witze zum Klauen. Aber beim Cooking Simulator hab ich noch nichts davon gesehen. Ja, der kann witzig sein. Du nichts mit dem einen Cooking Simulator. Schauen wir mal, was der kann. Wenn du gut Horror-Space suchst, Emily Wants to Play. Glaube ich, das steht sogar in der Horrorspiele-Listen drin. Herr Kreuzbart, ich habe auch für den Gamecore Zelda Edition, wo auch einige Spiele drauf sind, bis Ocarina of Time oder sogar noch was. Was für ein Sega? Was für ein Sega? Gamecube? Ich bin jetzt komplett behindert. Nein, das war der Dreamcast, nicht Gamecube. Für ein Gamecube, da hat es Wind Waker gegeben, oder? Bin ich mir. Spiel ja, kein Sims 4. Nein. Also Sims 4 kommt ja nicht auf die Liste. Ja, wobei, da kann man mit Sicherheit auch mal 2 Stunden lustigen Scheiß machen, aber dann war es auch wieder. Dazu ist was spät da. Astrid Eder War Gegend. Was? Detroit Become Human. Gibt es überhaupt für den PC? Es gibt sowas für ein Ding, ne? Gibt es sowas für Konsole. Wir reden nur von PC-Spielen, ja? Ganz wichtig, ganz wichtig. Momentan noch nur PC-only. Momentan. Wir reden vor der Sommerpause. Aber wir haben ja schon einige Spiele, da kriegen wir schon ein bisschen was voll. Wir haben noch ein, 2 Blade-Schmerz und so weiter und so fort. Sims 4 ist super. Ich hab nichts gegen Sims. Da kann man ziemlich viel lustigen Scheiß bauen. Was passiert überhaupt hinter den Kulissen vom Gustl? Eine Frage, die mich seit Anfang an interessiert. Was soll da passieren? Muss ich mir ein How to Gustl machen? Ich sitze da, schreibe Skripte, schreibe tatsächlich ein Drehbuch für den Mist und dann filme ich es ab und dann sitze ich stundenlang
beim Mund- und Augen animieren. Und zeichnen und was weiß ich. So läuft's ab. Läuft aber auch wahrscheinlich jeder erschüttert, wenn ich erzählen darf, was hinter die Kulissen vom Gustl abläuft. Ja, da bin ich meistens allein und ich bringe mich allein da nicht dadurch zum Lachen. Ich muss ab und zu schmunzeln, wenn ich drüber nachdenke, was passiert und so weiter und wie das später ausschaut. Dann muss ich kurz einmal schmunzeln, weil ich denke, ja gut, das kann ein guter Witz sein, mach das, kann lustig sein. Wenn ich es dann das erste Mal sehe, bei Beispiel Schnackseln und so weiter, das erste Mal zusammengeschnitten sehe, muss ich vielleicht auch selber mal kurz lachen, aber dann war's es. Ja, der Drecksdan schreibt, League of Legends werden wir nicht spielen. Nie wieder spielen League of Legends. Genauso wie nie wieder PUBG spielen. Die Grafik muss beschissen sein, so hat man es in Erinnerung. Das waren dann noch gute Spiele, wo Grafik am Wurscht war. Ja, ganz ehrlich, das ist auch nur ein Wunschdenken. Spielen wir seine Spiele nochmal. Also keine Ahnung. Das ist auch so was, da war ich auch sehr lange der Meinung, früher waren die Spiele alle besser und früher war das einfach anders. Nein, waren es einfach nicht. Waren es einfach nicht. Also es gibt manche Spiele, die damals geil waren, die haben heute noch, die haben viele heute noch geil. Aber wenn zum Beispiel, ich bezeichne Ocarina of Time als eines der besten Spiele, die jemals gemacht worden sind. Wenn Ocarina of Time, so wie es ist, heute rauskommen darf morgen die Marke Zelda sterben. Machst später mal ein Gustl Outtake oder Bürgervideo Bloopers, da gibt es wahrscheinlich extrem wenige. Da wird mir jetzt wieder voll! Das ist meine Donation runter. Die tut mir jetzt fast schon ein bisschen leid, vor allem wenn jemand wieder so eskalieren muss. Herr Voll, das tut mir ein Sorry. HRMOI Granny Simulator MID dein A-Freundin Grias aus Bomoas Raute der Schweizer darf. Zahlen. Mr. Voll, das tut mir fast schon ein bisschen leid. Ich drück da mal auf Reroll, vielleicht geht das nochmal her. Voll, vergeht's für deinen 20er. Hört jetzt bitte auf mit den fetten Beträgen. Ich meine, es ist jetzt gleich gar. In 10 Minuten bin ich fort. Das muss mal wieder klammern für heute. Herzlichen Dank, Special Greets in die Schweiz, Special Greets an den Flo. Ich spiele mit Granny Simulator. Und Granny Simulator kenne ich gar nicht. Warte mal. Louis O. Tu den Louis O. Willkommen zu einer weiteren Runde Granny Simulator, heute zusammen mit Hand of Blood. Bewerte den Part und wie immer viel Spaß. Ach, ich muss meine Blumen wieder gießen. Auf ins Wohnzimmer, wie jeden Tag. Da, dann gieße ich mal. Boah, ist das schon wieder ein anstrengender Tag. Ich glaube, ich muss mich wieder hinlegen. Margarete? Ja? Dein schlimmster Albtraum ist gekommen! Ah! Was war das? Leide dafür, dass du mir angetan hast! Was soll ich? Ah! Autsch! Ruf einen Arzt! Wer auch immer du... Wer bist du denn? Du süßer Ich bin Fratz. zurückgekommen! Wie In die zurückgekommen? Vergangenheit gereist! Was? Erkennst du mich nicht an der Stimme? Nee. Wer bist du? Mann, ich bin's doch, Eberhard. Ebi? Margarete, erkennst du mich nicht? Doch! Was Daneben mit dir ist- passiert? Ja, ich weiß. Was mir ein bisschen erschreckt ist, dass der Typ 3,1 Millionen Abonnenten hat. Also nicht der Hand of Blood, der hat's verdient, weil der Typ einfach lustig ist. Aber wenn ich mir das... Ja, ist ja wurscht. Ich sag lieber nix. Ich sag lieber nix dazu, weil den kennt wieder jeder und was weiß ich, aber wenn ich die Stimme schon her, kriege ich schon innerlichen Brechreiz, Alter. Nicht vom Hand of Blood, ne? Ja, was Eskimo Flip so zeigt, wie NFS, YouTube Frontschwein und Empire Earth Spay jetzt noch recht oft. Das sind andere Beispiele, ja. Bei Need for Speed Underground 2 also Autorennen, ja, die waren früher fast genauso wie heute, schauen halt was besser aus, aber das Spielprinzip ist das gleiche, kannst du nicht vergleichen. Was war das andere noch? Frontschweine, das Spielprinzip ist tot, ne? Verstehe, wenn du damit aufgewachsen bist, ja, mich kriegt's auch die Nostalgik, wenn ich Worms sag, aber das Spielprinzip Worms ist tot, ja, es existiert nicht mehr. Was haben wir noch? Empire Earth, ja, ein ganz normale Strategiespiele und seit MOBAs ist das Strategiespiel tot, außer StarCraft 2 und das spielt auch keiner mehr. Und vorher habe ich noch gerade irgendwas gelesen, ich habe nicht gesehen, wer es geschrieben hat, aber wenn du versuchst, 25 Jahre Spieleinnovation zum Vergleich, das geht nicht. Ja, das ist halt einfach keine Ahnung. Wie war es mit Ancestors 2018? Was ist denn das? Moment.
Ich lasse ein wenig Viere laufen, weil wir haben nicht mehr so viel Zeit. Flori! Der MOI Human Fall Flat Human Fall Flat kenne ich. Merci, du musst unbedingt mehr. Sagst du eigentlich, dass du jedes Mal 5 Euro hergibst? Sagst du das eigentlich? Bevor ich mir da irgend sowas kaufe, kennt ihr Mordhau? Habt ihr Mordhau? Weil dann kann auch jeder gern mitspielen, der will. Mordhau ist nämlich ganz lustig. Naja, ist ja wurscht. Das ist ja kein Gameplay nicht da, das ist ja irgendein Trailer wahrscheinlich. Aber bevor ich mal irgendeine Wikinger spiele, spiele ich Mordhau. Weil Mordhau ist echt witzig. Was ist denn 15 Steirer? Was für 15 Steirer? Ja, das ist echt lustig, aber ja. Schöne Grüße nochmal aus Nürnberg, aus dem Biergarten. Ja, mehr auf was, du sitzt im Biergarten und schaust da meinen Scheiß auf, verstehe ich nicht. Special Greets an den Biergarten in Nürnberg. Habe Dritteli. Mr. Jacke. Ja, Jacke 2. 00. Vergesst sich für den 91 Cent, Alter. Und noch irgendjemand hat in der Zwischenzeit. Der Geibe für schon wieder, wo dann die Nebenwirkungen, was tut die Hauptwirkung? Hashtag Medibier. Du meinst vom Sodbrennen? Lasst schon wieder langsam nach. Aber jetzt haben wir eh gleich fertig. 4 Minuten halte ich schon noch aus. Falls du das meinst. Ich weiß nicht. So. Jetzt werde ich mir bis Mittwoch überlegen, was wir am Mittwoch spielen. Schauen wir mal. Müssen wir irgendwie auch überlegen, mal noch Tomb Raider mal noch fertig spielen. Das wird auch noch kommen. Weil der Herr Georg Brunner, der Brunner Giergel schreibt Call of Duty. Nein, Call of Duty werden wir mir nicht spielen. Das ist auch wieder ein Shooter, da wo ich mir wieder die ganzen Pros im Chat anhören kann. So, oh, leg dein Potato ein, Alter, du bist so schlecht. Aber selber Brose 5 umeinander gucken. Ja, das war Counter-Strike, ich weiß es. Hitman, ja. Hitman kann ganz cool sein. Das tat mir sogar sowieso, das war zwar ein relativ ernsthaftes Spiel und nichts mehr wo man in der Sommerpause mehr verschleudern kann, aber schauen wir mal. Wreckfest, ja, ich bin jetzt der Autorennen-Fan, um ehrlich zu sein, auch wenn es da hauptsächlich um Schrotterei gibt. Der Hunter, habe ich auch schon überlegt. Das ist momentan ein Detail, der mir auch mit dazu. Der Hunter. Der mir auch mit dazu. Das ist eine gute Idee, Mr. Minga TV. Formel 1, ja, wie gesagt, ich bin jetzt so der Autorennen-Spiel. Mortal Kombat finde ich einfach nicht dumm. Also bitte im Abspiele sind schon seit 2005 tot, glaube ich. Wer sich das Spiel noch kauft, also weiß ich auch nicht. Das verstehe ich nicht. Ich schaue mir halt einfach die ganzen Fatalities, wobei um nichts anderes geht, den scheiß Mortal Kombat seit Mortal Kombat 1, das ich übrigens auch schon für den Super Nintendo besessen habe, 1993 oder so, keine Ahnung. Und Mortal Kombat 2 und 3. Und ja. Habe die Ehre, was kommt als nächstes? So, für was habe ich den Stream jetzt gemacht? 2 Stunden lang. Lasst euch überraschen. So, irgendjemand hat jetzt da was geschrieben. Was sagst du zu Shootern wie World War 3? Ich kenne World War 3 nicht. Ist das also eine Militärsimulation? Wenn es eine Militärsimulation ist, dann gibt es bloß einen, das ist einmal 3. The Last of Us, Hashtag Babyelefant. The Last of Us ist ein Konsolenspiel. Dauert noch ein bisschen. Er war immer noch für Amnesia. Das hab ich sogar, aber ich hab's nie gespielt. Battlefield in anders? Battlefield in anders ist World War 3. Ich spiele halt lieber Battlefield. Keine Ahnung, die Spiele, die da jetzt rauskommen und so sein wollen wie Battlefield, die haben halt einfach Jahre hinter Battlefield. Hilft halt einfach nicht. Amnesia oder Soma? Bei Soma habe ich aufhören müssen, weil es einfach langweilig war, um ganz ehrlich zu sein. Soma haben wir schon gehabt, ja, genau. Da haben wir mittendrin aufgehört, weil es einfach scheiße war. Amnesia. Ich weiß es halt auch nicht.
The Forest. Das kann man auch zum Mehrrad spielen, gell? Aber da muss man miteinander schmatzen. Das ist was. Das Schwierige ist, im Stream gleichzeitig mit jemandem im Discord schmatzen, wird nicht funktionieren. Und das probiere ich ja gar nicht erst aus. Ja? Ich fange nicht an, dass ich da irgendwelche ausgewählten Leute einlade und Ding. Das ist halt kacke. Das ist meistens blöd. Und dann ist doch wieder einer dabei, der man anbläht und irgendeinen Scheiß redet. Das geht halt einfach nicht. Das geht nicht. Das geht nicht. Was ist denn los mit dir? So, mal der Herr Jelka Jinx. Mr. Jelka Jinx, herzlich willkommen im Vollbier-Squad. Da drauf dring ich mal. Sagt's alle nicht Hallo zu ihm im Chat. Habe dritt. Mr. Jinx, ab in den Chat. Ich dring und rauch dabei ein wenig. Ha, so hat sich gereimt. Hashtag rein. Vergeht's gut, Leute. Prost. Auf die. Für Davy, das geschissene Red Bull ist mittlerweile piss worden. Herr Fabian, wenn ihr auf der Arbeit habt, nichts mitbekommen. Nicht so tragisch, ich habe auch nichts festgelegt. Aber es gibt einiges zur Auswahl, lasst euch überraschen am Ich bin ein Rasensprenger. Da werden so viele Donations nicht angezeigt und mich nervt. Hier noch ein 5er für dich, da haben wir die 40 voll. Dann noch einen schönen Abend an euch allen und bis zum nächsten Mal. Mr. Voll, ich hab keine Ahnung, warum deine Donations nicht angezeigt werden. Manchmal weiß ich nicht warum. Obwohl es dann kurzen Namen hast und so weiter. Ich weiß, es tut mir leid. Herzlichen Dank an euch alle. So, oh, es ist schon noch 10. Kinder! Ja. Machen wir zum Abschluss, machen wir noch einmal mit den. Dann machen wir noch einmal die Fick dich Krabbe. Ich bin ein Rasensprenger. Ist leid, ist ja cool. Ich wollte gerade je. Mach mal den 50er Nusch neu VOID. Du Verrückter. Nacht Olle MID danannt D. Flore, Voll und alle anderen, herzlichen Dank wie immer. Vielen herzlichen Dank fürs Zuschauen. Vielen Dank an alle Donator, an alle neuen Mitglieder, was halt auch wieder einige waren. Ich war zum 100. Mal, wenn wir streamen, weiß ich auch noch nicht, was ich sagen soll, außer vielen herzlichen Dank für eure Aufmerksamkeit. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like oder kostet oder was. Hey, Gracebot, spielt Mass Effect 1 bis 3. Super über Andromeda. Oh, ist scheiße. Die sind so Spiele, die spiele ich dann privat. Schade mir mein Haupt, dass ich den noch nicht gespielt habe, übrigens auch. Da hast du recht, da darf mir jeder jetzt schimpfen. Und überhaupt und sowieso. So, nochmal danke, jetzt hier Donation Stop, bitte hört endlich auf. Schon wieder sauber 2. Hashtag Franziska, wo ist denn Heisle? Vogel! Was haben wir noch? Ich weiß nicht, ich weiß wirklich nicht. Vielen herzlichen Dank an euch alle, vielen herzlichen Dank. Wir sehen uns am Mittwoch, lasst euch überraschen, was wir spielen. Wir werden mal sehen, was wir spielen. Vielleicht spielen wir tatsächlich einen Landwirtschaftssimulator, wer weiß das schon. Oder einfach Tomb Raider mal noch schnell fertig, damit er Ruhe ist. Irgendwas fällt uns schei. Und wenn es bloß ein Blade-Schmerz ist, der vergeht genauso schnell. Weißt du, hersitzen, schmerzen ist immer lustig. 2 Stunden haben vergangen, als hätten sie nicht existiert. So, und jetzt herzlichen Dank. Ja, dann den 100er. Was ist eigentlich? Was ist eigentlich? Eigentlich. Soll ich jetzt eigentlich einfach ausschauen? Das geht aber halt auch nicht. Und eigentlich soll ich gar nichts mehr sagen dazu, weil du bist halt auch nicht der Erste, der mit einem 50er umeinander wirft. Aber ich muss sagen, das ist krass. Ja? An die, ich weiß nicht, wie soll ich, Mr. Voll oder Vollshot, wie auch immer, gönn dir was. Was soll ich da sagen dazu? Herzlichen Dank. Herzlichen Dank. Nicht ein 50, sondern ein 100er. Es war insgesamt ein 100er. Ist's krass. Oder 90er, ich weiß nicht. Egal. Bürger, dir gut's Nächtli, spielst du mit meiner Baby mit sie. Du Baby mit? Hat die Baby mit? Dann mag ich Fotos sehen im Discord. Jetzt. Aber bei solchen Sachen habe ich schlechtes Gewissen. Wenn wirklich auch jemand an einem Abend so viel Kohle da lässt, das ist einfach zu heftig. Da kriege ich ein bisschen ein schlechtes Gewissen. Das möchte ich, dass du weißt. Ansonsten vielen herzlichen Dank. Was heißt danke? Namaste, danke, ich weiß nicht. Merci.
Habe ich immer ein schlechtes Gewissen. Weil ich nicht der Meinung bin, dass das, was ich da mache, an einem Abend 100 Euro wert ist. Ich weiß auch nicht, was ich dazu sagen will. Mr. Voll, alle anderen, alle Mitglieder, Dankeschön von ganzem Herzen. Danke! Nochmal, wir sehen uns am Mittwoch um 8 Uhr. Ich wünsche euch was, schlaft's gut, jetzt schleicht euch ins Bett und ich hau jetzt ab, egal wer da mit was jetzt kommt. So, jetzt schleicht bei uns. Habe die Ehre. Diese gottverdammten Irren. Und abschließend nehmen wir das Ganze mit einem Gespamme von Geldgeiler Wichser in den Chat. Danke. Doch ist es, ich habe schon lange nicht gelacht. Oh, dann ist es mir eine Ehre. Ist aber trotzdem kein 100er wert. Aber danke dir, nochmal. Und jetzt schleicht wir uns bis Mittwoch um 8 Uhr. Habt dritt! Ah ja, nur. Servus.